Hallo und herzlich willkommen zurück beim Unsafe Release, eure Schweizer Formel 1 Podcast mit euren Hosts Kasel und Schubs. Nach einem spannenden spanischen Grand Prix spannt sich die Zeitspanne, wo wir darüber reden, relativ kurz, weil wir müssen natürlich aufholen, was bis dahin passiert ist, und es kommen auch noch spannende Themen wie Driver Changes und die Entwicklung der Teams. Viel Vergnügen! Ja, ein Zeitchen ist es her, ein Weile ist es her, seit dem letzten Podcast. Das hat nicht zuletzt auch wegen dem Imola Grand Prix damit eigentlich zu tun. Ein Grand Prix, der schlussendlich gar nicht stattgefunden hat. Ein Grand Prix in meinen Augen, wo eigentlich seine Relevanz so ein bisschen nur noch im Historischen hat. Oder? Es ist ein cooler Track, wir freuen uns, dass er immer noch auf dem Kalender ist. Und er ist sicher auch zum Fahren sehr geil, aber halt für Racing nicht super geeignet. Aber dafür ist es halt einfach auch ein gutes Wochenende, um hier und da wieder mal etwas zu testen. Das hätten wir dann noch machen, für die es vergessen haben. Wir hatten ein neues Qualifying-Format gehabt, wo wir in Q1 mit Hards, Q2 mit Mediums und in Q3 mit Softs hätte sollen fahren. Finde ich an und für sich muss nicht zwingend sein. Ich finde eigentlich Qualifying an und für sich so schon spannend, wie es ist. Aber vielleicht wolltest du ganz kurz deine Meinung zu dem probieren bei dem Qualifying-Format durchgeben. Ja, also ich hätte es grundsätzlich eigentlich noch ein cooles Format gefunden, glaube ich. Also einfach mal etwas Neues, mal ein bisschen zum Probieren. Ich denke, es hätte vielleicht auch irgendwo durch vielleicht den kleineren Teams ein bisschen geholfen. Wer weiß, also es ist halt schwierig zu sagen. Wobei man muss auch an dieser Stelle sagen, so wie es dort geregnet hat, wäre ja das Qualifying-Format nicht zustande gekommen, weil es schon nass war. Und wie ihr ja alle wisst, kann man mit Slicks nur bedingt gut im Regen fahren. Darum, ja, es wäre sicher ein cooles gewesen oder ein cooles Format gewesen, aber man hätte es gesehen. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass es wirklich die beste Option gewesen wäre oder eine sehr gute Alternative wäre, weil wir haben ja schon mal über das ganze Qualifying-Zeug geredet und dort habe ich auch schon gesagt, dass ich eigentlich mega happy bin, wie das Qualifying-Format im Moment ist oder schon seit Jahren ist. Ich finde das eigentlich eines von der besten, weil das bringt eigentlich immer wieder Spannung. Und jetzt kommt so eine Aussage, da werden mich vielleicht ein paar hassen, aber ich finde, es entspricht einfach der Wahrheit. Momentan, vor allem jetzt gerade in der aktuellen Formel 1-Saison, sind Qualifyings fast ein bisschen spannender als die Rennen selber. Und darum, ja, mal schauen, wie das dort gewesen wäre. Es gibt ja ein bisschen Gerüchte momentan, dass eventuell Imola irgendwo nochmal reingedrückt wird dieses Jahr. Ich bezweifle ich aber recht fest, weil halt der Kalender so voll ist gegen Mitte, Ende Jahr. Darum gehe ich mal nicht davon aus, dass Imola wieder wird kommen. Was ich mir vorstellen kann, ist einfach, dass der Vertrag von Imola um ein weiteres Jahr verlängert wird. Dass halt einfach, ja, die Anzahl an Rennen, die eigentlich ursprünglich vertraglich abgemacht worden sind, dann nachher eingehalten werden. Das heisst einfach, da wäre Imola bis 2026 im Kalender drin. Oder bis und mit. Und mal schauen, wie es nächstes Jahr dort getroffen wird. Ich glaube, das letzte Jahr hat es auch geregnet in Imola, oder? Ja, voll. Letztes Jahr war es auch ein Sprintwochenende gewesen. Dort hat ja der Norris das einzige nicht Red Bull Ferrari Mercedes Podium gehabt, das es überhaupt gegeben hat vom 2022. Und ich glaube, wie du vorhin schon gesagt hast, also das Qualifying wäre vor allem gerade auf dieser Strecke wieder einfach auch spannender gewesen als das Rennen. Noch ganz kurz mein Senf zu dem Dings. Ich glaube, es hat es nur noch weniger spannend gemacht und eben gerade für die kleineren Teams einen Nachteil eigentlich geboten, weil wenn du dich halt als kleinere Team dazu entscheidest, mit einem Soft durchzukommen und ein grosses Team mit einem Medium durchkommt, dann hast du auch vielleicht doch noch Chance, in ein Q2 oder Q3 rein zu poppen, wobei halt auch das nicht mehr oder nicht so relevant ist, weil ja im Qualifying die meisten einfach auf den Softs sind und gut ist, oder? Ich finde, dort ist es viel spannender, vor allem im Rennen, aber vielleicht auch im Qualifying, dass man einfach sagt, man muss im Verlauf von der ganzen Session alle 3 Reifen gebraucht haben. Das fände ich eigentlich auch mal etwas Spannendes für das Rennen oder mindestens vielleicht auch für ein Sprintrennen, um das zu probieren. Das klingt vielleicht absolut blöd, aber es ist nachher extrem spannend zu schauen, wer setzt welchen Reifen ein. Und der Grundgedanke ist mir einfach einmal gekommen, weil ich überlegt habe, in Gran Turismo hast du das halt auch. Dort hast du immer vorgegeben, was für Reifen das gebraucht werden.
Und ich habe bis jetzt irgendwie das Gefühl gehabt, das hat eigentlich für relativ spannendes Racing und auch spannende Strategie können sorgen. Also, ja, keine Ahnung. Ich stehe aber immer noch dazu, dass man einfach gar nicht zu viel muss ausprobieren, weil gerade eben das Qualifying an und für sich schon sehr spannend ist. Abschließend zu Imola finde ich, ist noch wichtig zu sagen, in meinen Augen haben sie extrem gut reagiert, vor allem auch mal genug schnell. Ich habe das Gefühl, bei vorherigen Rennen, vor allem noch in der Corona-Zeit, hat man mehr immer wieder gewartet und das Gefühl, ja, kommt jetzt endlich mal ein Announcement, wird es stattfinden oder nicht. Man muss zwar aber auch sagen, dass es seit langem wieder mal ein Grand Prix, wo nicht wegen Corona abgesagt worden ist, sondern wegen irgendetwas anderem rundherum. Und, ja, aber ich finde, es ist an und für sich einfach gut reagiert, genug schnell reagiert und es hat auch gar nicht wirklich nur ansatzweise hätte es können stattfinden. Also nur schon das Paddock, wie es voll war, aber eben auch dort noch die Leute und Notfallservices noch mega belasten. Schlussendlich ist es eigentlich gut gekommen für die Region, das ganze Formel 1-Zirkus, das dann noch gekommen ist, weil die haben nachher dort alles ihr Catering, Material etc., das ganze Essen, das sie mitgenommen haben, haben sie verteilt in der Region. Sie haben riesige Spenden bekommen von Formel 1 und auch von Stefano Domenicali, der ja in der Region dort aufgewachsen ist, in der Emilia-Romagna. Also ja, am Ende des Tages denke ich, können wir froh sein, ist der Grand Prix nicht stattgefunden für die Leute, die dort sind und vor allem auch für die Kommentatoren, damit sie den absolut genialen Namen nicht müssen aussprechen. Ja, das war so ellenlang, ja, dort, glaube ich. Ja, genau. Aber bezüglich der Reifen, noch, wo du gesagt hast, eben, dass man eigentlich in einem Rennen alle Reifenmischungen muss fahren. Also streng genommen hat es das schon mal gegeben, der Formel 1, aber früher hat es nur 2 Reifenmischungen gegeben. Und schlussendlich das wird es nie geben, weil es einfach nicht effizient wäre. Du müsstest ja dann einen Reifen anfahren, wo, ja, vielleicht blöd gesagt, eigentlich nur maximal eine Runde drauf haben. Und da sind wir wieder bei dem Nachhaltigkeitszeug, wo halt einfach dann ja, voll der Strich durch die Rechnung macht. Weil ich meine, jetzt das Wochenende haben die wenigsten eigentlich Harz gebraucht. Oder beziehungsweise im Rennen selber haben sie kein Harz gebraucht, also ausser der Leclerc. Aber Spanien? in Spanien sind Nein. Es sind mega viel auf Harz gefahren. Ja, aber nicht alle. Vom Rennen? Ja, aber weißt du, das Ding ist ja eben das, es macht ja einfach schlussendlich keinen Sinn, wenn du ihn nicht brauchst. Ich meine, wenn du einen Zwei-Stopper machst, du gehst von Softs auf Mediums, dann gehst du dann wieder auf Softs wahrscheinlich. Weil es einfach mehr Sinn macht, wenn du den Medium kannst lang rausziehen. Aber es macht keinen Sinn, dass du dann sagst, ja, du musst mal auf einen Hard gehen, obwohl das der Hard überhaupt nicht funktionieren will. Weißt du, was ich meine? Ja, ich finde jetzt, also, wenn es um Thema Effizienz geht, hat die Formel 1 ganz andere Orte, wo sie daran arbeiten können. Ja, aber ich meine, sie wollen ja schon weniger Reifensätze reinbringen in die Formel 1 und alles drum und dran. Also von dem her, so etwas wird wahrscheinlich eher weniger zustande kommen. Nehme jetzt mal schwer an. Aber ja, das ist also das Thema von Imola. Eben, wie gesagt, viel können wir nicht darüber reden, weil halt einfach auch grundsätzlich halt auf der Strecke nicht passiert ist, aber viel rundherum. Aber ich muss auch sagen, es ist wirklich schön, was dort noch alles zusammengekommen ist. Ich meine auch die Trophäen, Dings ist ja noch Pole Lab, da kriegen sie immer noch so einen Reifen über, der ist auch versteigert worden. Und all das Geld, das reingekommen ist durch die Auktion, ist alles als Spende weitergegeben worden. Also wirklich eine schöne Geste von der Formel 1 und auch vom ganzen Veranstalter. Und dann hoffen wir einfach, dass dort das also schnell ins Lot reinkommt und dass auch der Schaden sich eigentlich überschaubar haltet. So. Und ich finde es auch cool, zum Beispiel der Yuki ist ja auch noch helfen, aufräumen und so. Also auch mega nette Geste von ihm. Und ja, also von dem her, da sieht man schon, auch wenn Formel 1 manchmal so ein Zirkus ist von verklemmten Siechen und geldgeilen Bastarden, irgendwo durch haben sie doch auch noch ein weiches Herz und können auch nur gehen. Also das find ich schon recht schön. Absolutely. Also ich habe eigentlich nicht mehr weiteres anzuhängen zu Imola. Ich glaube, das sind sicher die wichtigsten Themen gewesen. Von mir aus ab zu einem unerwartet spannenden Monaco Grand Prix. Es war schon ein Triple Header gewesen. Und Monaco Grand Prix, wo ja, wie ich es eigentlich schon angesprochen habe, deutlich spannender war als einige Vorgänger, die wir hatten. Vorab wollte ich ganz kurz einfach über die absolut, in meinen Augen, wunderschöne McLaren Livery
McLaren Livery reden. Also, ich habe es richtig schön gefunden. Du bist, glaube ich, nicht so ein Fan gewesen davon, gell? Boah, es geht. Also, ich habe Kombination, ja, also heute haben wir es drin, haben wir reden. Ich habe Kombination auch, muss ich sagen, nicht so schlecht gefunden. Ja, was soll ich sagen? Es ist halt, wie jetzt heisst es, der Crown oder der Triple Crown. Der So, Triple Crown. Also, das ist eigentlich eine Zelebration gewesen, von ihren 3 Triple Crown Wins, sagt man ja. Das ist, wenn man Le Mans 24 Stunden gewinnt, der Indianapolis 500 und der Monaco Grand Prix, das ist die sogenannte Triple Crown, was sie, glaube ich, in 76, 86 und 91 haben sie das geschafft gehabt zum ersten Mal. Und sie sind auch das Team, wo, glaube ich, mit Abstand am meisten Monaco Sieg hat. Stimmt das? 12, glaube ich. McLaren hat am meisten Wins dort. Genau. Genau. Ja, also, eben, die Livery habe ich eigentlich an und für sich schon noch schick gefunden. Es ist ja gang und gäbe, dass ja gerade jetzt, also vor allem in den letzten paar Jahren, ist es eigentlich so, dass man ja eigentlich dann für Monaco nicht nur das Helmdesign ändern, sondern das ganze Auto auch. Ja, ich habe es eigentlich nicht schlecht gefunden. Also mir hat es eigentlich auch gefallen, muss ich sagen. Und ja, es ist mal eine Abwechslung, weil ja auch die Livery eigentlich, wo ja McLaren schon drauf hat, eigentlich schon recht, ja, scheiße aussieht. Ja. Also ich finde die gar nicht geil. Da ist die schon besser. Ja. Aber ich finde beim Monaco Grand Prix, also das, was am meisten rausgestochen hat, dort war auch wieder ein Qualifying gewesen. Und das ist einfach abartig geil gewesen. Also vor allem das Battle zwischen Verstappen und dem Alonso. Und wenn nicht, dem Alonso sein Auto ein bisschen besser gelegen wäre im dritten Sektor, wäre Polo eingegangen. Weil Ja. dort ist es wirklich, also der Alonso hat einfach gezeigt, dass er eigentlich dort auf dieser Strecke der Platz ist. Und ich hätte es mir so gegönnt. Ich hätte es ihm so Ja. gegönnt, wenn er die scheiß Pole geholt hätte. Aber weißt du, das Ding ist auch, der Verstappen hat natürlich schon auch einen kranken dritten Sektor rausgehauen. Der Christian Horner hat einen geilen Kommentar gebracht. Er hat gesagt, er hätte in Monaco den dritten Sektor von Saudi-Arabien beendet. Aber nein, Ja. es ist natürlich, ja, es kommt ein gut bisschen hin. Hat ein bisschen etwas. Ich meine, als er den zweiten Sektor einfach mal durchgehabt hat er was irgendwie 87 Hundertstel oder so einfach mal gehabt. Und da dachte ich, okay, das könnte tatsächlich noch an der Alonso gehen. Ich habe ehrlich gesagt auch erwartet, dass der Alonso eine fette Divebomb wird machen. In Turn 1 rein dann. Ja. Nicht passiert, aber ganz ehrlich, der zweite Platz ist halt auch schon geil. Und ich kann es ihm nicht übel nehmen, ich kann es im Team nicht übel nehmen. Ich denke, was für ihn dann eigentlich die Entscheidung ist, dass er das Rennen nicht gewonnen hat, ist mehr so der strategische Entscheid gewesen, nochmal auf Slicks eigentlich zu gehen. Und vielleicht dort kommen wir in meinen Augen noch zu dem, was das Rennen ausgemacht hat, ist der absolut kranke Regen gewesen, oder wie? Weil, ich meine, wenn es in Monaco mal regnet, dann regnet es so richtig. Und es war richtig spannend gewesen, weil es ist halt zuerst mal nur so in die eine Hälfte vom Track reingekommen und bis zu dem Zeitpunkt gibt es eigentlich nicht viel, wo man darüber reden kann, weil es nicht super spannend war. Es war halt typisch Monaco gewesen. Aber auf einmal in, was ist das, echt Lap 50 oder 60 umeinander gewesen, ist einfach die Hölle los gewesen. Jede Runde hast du mindestens 2 Crashes gehabt, ein Penalty, wo verteilt worden ist und etwa 5 oder 6 kranke Overtakes, also kranke, einfach halt Overtakes. In Monaco ist jeder Overtaking zudurch krank. Also das hat wirklich das Rennen sehr, sehr spannend gemacht. Spannend auch zum Beobachten, wer dann aus der Masse raussticht, oder wer mit denen in so einer Situation gut fährt und wer nicht. Und man sagt immer, der Lance Stroll sei ein absoluter Regengott. Also für das, dass er so ein Regengott ist, das zweitschnellste Auto gehabt an diesem Wochenende, hat er etwa gar nichts davon bewiesen. Also der hat ja innerhalb von 2 Corners irgendwie 2 Crashes gehabt. Hat sich der Frontflügel abgeräumt, also miserable Performance. Und in meinen Augen hat das so ein bisschen den Rattenschwanz nach sich gezogen, dass sich sein Papi einfach mal langsam aber sicher muss überlegen, wie lange er das so weiter durchziehen will. Das Ding ist, es ist sein Sohn. Aber, sind wir doch mal ehrlich, der müsste ersetzt werden. Den kannst du so nicht fahren. Der hockt auf P8 in der Fahrerweltmeisterschaft, während der Alonso auf P2 ist. Nein, P3, Entschuldigung.
Jetzt, ja. Ja. Oder ist er vorher schon Nein, ist der Perez immer P3. Ja, stimmt. Immer Ja. P3. Ja, was soll ich sagen? Also, stimmt dazu, also gut, der Stroll, dass ich ja nicht so wahnsinniger Fan seit Tag 1 von ihm bin, das ist ja, glaube ich, bekannt. Er hat damals einfach so seine Glanzmomente, wo er irgendwie doch ein bisschen etwas reißt, aber überwiegend ist es eigentlich nur Bullshit, den er produziert. Und ich meine, Monaco hat es einfach wieder mal einmal auch bewiesen gehabt. Ich weiß nicht, irgendwie, wir sollten ihn schon lange rausschmeißen und einfach den Platz ersetzen, weil da gibt es genug andere Fahrer, die viel mehr fürs Team könnten rausholen. Aber der wird nie ersetzt werden. Der wird als nächstes Jahr, wird übernächstes Jahr noch dort fahren, bis er keinen Bock mehr hat. Bis er dann sagt, ey, ich habe keinen Bock mehr. Oder bis irgendwie teure oder grosse Sponsoren abspringen. Das könnte ich mir höchstens so vorstellen, wenn es dann mal plötzlich heisst, dass ein paar Sponsoren möchten abspringen wegen dem Stroll. Dann könnte ich mir vorstellen, dass etwas passiert, weil dann muss ja der Vater wieder selber in die Tasche hineingreifen. Das möchte er nicht. Ja, voll. Und ja, es ist halt schon bitter, oder? Wenn man halt eben gerade schaut, so, ja, wo ist der Alonso und wo ist der Stroll? Und das ist schon sehr, sehr krass, der Unterschied. Also, da muss eigentlich schon mal ein bisschen etwas gehen und passieren. Aber ich habe so leider befürchtet, dass dort nie irgendetwas wird passieren. Ich habe irgendwie das Gefühl, der Papa Stroll lässt dem Sohnemann den Sitz einfach für ewig frei lassen, oder wird immer für immer für ihn fahren. Aber ja, wir werden es sehen. Aber ja, nein, stimmt dazu. Also eben dort, vor allem, wo es angefangen hat zu regnen, ist es dort abgegangen. Aber es ist ja schon am Start, hat ja glaube ich schon eine Kollision gehabt, oder nicht? Hat ja, der glaube ich irgendwie 3 oder 4 Frontflügel kaputt gefahren, das ganze Rennen durch. Ja, es war am Anfang mit dem Sergeant gewesen, und dort habe ich einfach auch mir so gedacht, sorry, also er ist schlechter gefahren als der Rookie und hat sich vom Rookie nachher sogar noch sein Auto kaputt gemacht. Also nicht, dass der Sergeant irgendetwas dagegen gemacht oder dafür gemacht hat. Also es war wirklich nur selbstverschuldet gewesen. Er hat sich dort so rechts reingedrückt. Und sein Funkspruch habe ich da gut gefunden. So much contact, man, so much contact. So als ob irgendjemand anders etwas hat dafür können, dass jetzt sein Auto am Arsch ist. Ja. Aber Also der Sergeant selber steht ja auch in der Kritik, muss man an dieser Stelle sagen. Ja, aber es ist ein Rookie, sorry. Also Sergeant, der hat ein gutes Starterwochenende gehabt und ist jetzt ein bisschen am Abgehen. Der De Vries war am Anfang nicht ganz so gut gewesen, von jetzt an besser werden. Auch der Piastri ist irgendwo durch so ein bisschen halb am Mitgurken überall. Es ist halt ein Rookie. Ja, der Piastri, also Ja, der ist zwar schon extrem gut dabei im Vergleich. Der ist, wenn du so seine Zeiten anschaust, gegenüber vom Norris, ist er hure nahe bei ihm immer. Also, Ja, das stimmt, ja, aber es ist nicht so, dass er bis jetzt irgendetwas abnormal Auffälliges gemacht hat. ja, aber ich meine, in der Formel 1 ist ja immer dein Hauptkonkurrent, immer dein Teamkollege, weil er hockt im gleichen Auto. Ja. Der Sergeant fährt scheiße gegenüber vom Albon und der Stroll fährt scheiße gegenüber dem Alonso. und ich meine, der Piastri ist am nächsten, weißt du, was ich meine? Ich meine, der Zhou Guanyu ist ja eigentlich besser als der Bottas inzwischen, was seine Pace anbelangt. Ja. Und wer ist noch als Rookie reingekommen? Niemand mehr, oder? Der De Vries. Sergeant, De Vries und De Vries war am Anfang ja recht weit weg vom Tsunoda, aber inzwischen ist jetzt auch die letzten 2 Rennen, also sprich Monaco und jetzt auch Spanien, ist er eigentlich schon auch noch dabei gewesen, muss man sagen. Also von dem her, der Sergeant, eben darum steht er auch ein bisschen in Kritik, weil er im Vergleich zum Teammate hat einfach nicht so, ja. Und ich meine, jetzt gerade zum Beispiel Monaco und Spanien ist er ja auch schon gefahren, das ist ja keine fremde Strecke, also könntest du jetzt immer sagen, ja, ist ein neuer Track. Ja, aber es ist halt, also Formel 1 ist ein extremer Aufstieg zur Formel 2 vom Auto. Das weiß ich ja schon auch. Physik. Also, ich finde, die ersten paar Rennen sind einfach unfair für jeden Rookie, weil es sind extrem viele Stadtkurse, es sind extrem viele auch schwierige Strecken dabei. Also, ich enthalte mich einfach immer relativ lang, irgendwie grossartige Kritik müssen einem Rookie gegenüber zu geben. Er muss sicher nicht ernst gemeint, und wenn, dann ja, nehme ich schnell mal meine Meinung auch wieder zurück. Weil, ja, also ich verstehe, dass Kritik kommen ist gegenüber dem Sergeant, aber in meinen Augen ist sie noch nicht nötig. Das ist einfach so ein bisschen mein Standpunkt. Ja, ich weiß nicht. Also, ich weiß nicht, wie lange das bei Williams wird sein, weil ich meine, wir müssen ja nicht lügen. Der ist einfach in der Formel 1, weil er schlussendlich Amerikaner ist. Und Ja. Formel 1 wollte einen Amerikaner in der Formel 1 haben.
Und schlussendlich ist es auch... Es ist nur alles um ein PR, schlussendlich. Das Es ist nicht fair. Und das Ding ist, also gerade Williams hat eine extrem grosse und auch gute Driver Academy. Also zwar, ich sage jetzt, die besseren Fahrer sind eher in der Formel 3 noch, als in der Formel 1. Sie haben Formel 1, in der Formel 2 sind jetzt zwar noch nicht so viel Talent, aber generell Williams ist irgendwie für jeden irgendwo durch attraktiv, weil, also für jeden aufsteigenden Fahrer auf jeden Fall. Williams ist auch attraktiv für einen Fahrer, der zum Beispiel mal von IndyCar würde überkommen. Also für Williams steht einfach irgendwie die Türen offen, mit ganz viel wirklich Talent eigentlich noch reinzukommen. Wobei die Frage ist dann, brauchen sie wirklich noch Talent, weil sie haben den Albon und ich bin sehr überzeugt von dem. Ich finde, der macht einen extrem guten Job und der fährt das Auto eigentlich konstant an Plätzen hin, wo es gar nicht dürfte sein. Also von dem her ist vielleicht auch ein bisschen im Vergleich zum der Vries im Teammate Tsunoda, das ist ja nicht schlecht, aber ich würde sagen, nicht auf einem Albon-Level. Ja. Ja, also Albon macht einen verdammt guten Job, das muss man ihm einfach lassen. Mhm. Und es ist eben auch krass, weil der Albon ist eigentlich auch noch nicht so extrem lang in der Formel 1. Der ist ja 2019 gekommen, 18, 19, 19. Er war mal 2019 mit dem 19. Lando und Russell. Und weißt du, ich meine, da ist er gekommen, Toro Rosso, hat gut performt, Red Bull, nachher Schleudersitz an der Messi, ein Jahr off gewesen und dann nachher wieder zurückgekommen zu Williams. Oder sind es 2 Jahre gewesen? Ein Jahr. Nur ein Jahr. Und der Dude fährt jetzt und er wirkt einfach hure, wie soll ich sagen, so hure erfahren, dunkt mit teilweise. Ja. Also, und er macht einfach einen verdammt guten Job. Und ich meine eben mit dem scheiß Williams. Also gut, ich meine Williams, er hat jetzt Anfang auch einen Punkt, glaube ich, geholt für Williams. Ja, einen Punkt hat er geholt. Genau. Aber ich meine, eben so wie er im Qualifying amigs fährt mit dem Auto, ist schon krass, weil eigentlich der Williams läuft wahrscheinlich im Qualifying nicht einmal so schlecht. Es ist einfach halt Racing Pace, der einfach nicht, oder Race Pace, der nicht dumm ist. Ja, das ist so. Das ist so. Aber vielleicht an dem absolut kranken Unterboden sein, der sehr entwickelt aussieht. das Foto, so ein lachen, als ich das gesehen habe. Also, das hat wirklich für einfach so Kontext. ausgesehen, so, oh Scheiße, wir haben den Unterboden vergessen zu machen, Ja. weil ich so gescheit etwas herhauen. Ist wirklich so, also so ganz kurz für den Kontext, der Kasel hat mir heute ein Foto geschickt, wo einfach halt der Unterboden von Williams ist und das ist legit halt einfach, vorne war 2, 3 Fächli beim Eingang und dann ist der ganze Boden einfach flach. Es hat keine spezielle irgendwie sticky Abi-Bits drin, es hat keine Wölbungen, gar nichts. Es ist einfach flach bis hinten bis zum Diffuser. Du, anscheinend funktioniert es irgendwie. Anscheinend, Anyway. ja. Ja. Nein, back to the topic. Also der Albon ist halt wirklich, wie du schon gesagt hast, er wirkt sehr erfahren, sehr erwachsen. Er ist aber auch vom Speed her sehr schnell. Ich denke, er hat einfach sehr viel von seiner Red Bull-Zeit können lernen, gerade was Racing angeht. Wo tue ich mein Auto hin, was riskiere ich nicht. Er hat ja doch der ein oder andere Crash gehabt mit Mercedes. Vor allem Mercedes. So. Also ich glaube einfach, dass er extrem viel können lernen in dem, 1,5 Jahre war es so bei Red Bull insgesamt, wo er fahren konnte. Aber was eigentlich krass ist, ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass es 1,5 Jahre war. es ist eben schon noch her dann, also schon noch, er hat ja die ganze Saison hat er noch gefahren dann. Ja, voll. Aber jetzt mal noch ein anderes Thema zum Albon. Ja. Sag jetzt mal so ein bisschen Wunschdenken, nee, aber so eine, wie sagt man dem, wenn man so etwas erzählt, wo in der Zukunft liegt, aber nicht eintreffen, aber vielleicht könnte es eintreffen. Prediction halt schlussendlich wahrscheinlich. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Jedenfalls, Szenario. Das Szenario. Ja. Okay. Der Hamilton hört auf, Sitz wird frei bei Mercedes, sie nennt den Albon. Sie würden Norris bevorzugen. Meinst du? McLaren würde den Norris nie abgeben. Oder Norris McLaren würde ihn nicht abgeben, aber der Norris, sorry, aber also gerade so demotiviert, wie er heute auch wieder mal war, ist, wenn er einfach mal, ich weiss, du hast das Ding auch noch schnell geschaut, das Post-Race, gesagt hat, ja, das ist einfach der Pace vom Auto. Mehr geht nicht. Das ist alles, was wir haben. Und wir haben wieder mal bewiesen, dass wir nicht weiter hochkommen als das. Ja, aber weißt du, ich meine, ja, der Albon versteht sich ja auch gut mit dem Russell. Norris versteht sich natürlich gut mit dem Norris, verstehen sich irgendwie alle gut. Aber
es wäre eigentlich schon noch plausibel, weil er kennt schlussendlich Mercedes, gut, allerdings fahren ja auch Mercedes-Motoren, aber ich meine, Williams und Mercedes sind ja eigentlich hure eng gestrickt in dem Sinn. Also, Ja. es ist nicht gelogen, wenn du sagst, Williams ist eigentlich das B-Team von Mercedes, weißt du, was ich meine? Ja, Und- das kann ich nicht sagen. Kannst nicht sagen, ich sage, es ist nicht gelogen, wenn es nicht so wäre, du kannst nicht sagen. Ja. Nein. Ja, aber es kommt, Nein, schon, also- es kommt schon langsam so in die Richtung rein. Das ist schon Fakt, Alter. Das ist eben das. Ich sage, das kannst du nicht ganz sagen und das ist mein Standpunkt. Ich habe letztes Mal einmal gesagt, kennst du das, wenn ein Fahrer einfach das Gefühl hast, der hat jetzt einen Driver aufgemacht und du denkst dir einfach, das ist richtig, dort muss er hin. Das ist das Team, wo er muss sein. Und für mich ist das so ein bisschen beim Albon. Es klingt vielleicht ein bisschen fies, weil egal wie hoch ich von ihm rede, ich finde, er hat eigentlich mehr verdient, aber ich habe irgendwie das Gefühl, Williams ist sein Team. Und ich meine das vor allem in einem Sinn von, ich glaube, sein Fokus sollte eigentlich sein und ist eigentlich auch, dass er das Williams-Team wieder mal ein bisschen führen kann bringen. Und ich glaube eben auch, dass der Vals hat ihn aber früher schon sehr gerne gehabt. Er hat ihn eigentlich mal wollen zur Mercedes Junior Category inholen, bevor er Red Bull geschnappt hat. Und dort durch, ich glaube, das ist ein gutes Team für ihn. Es ist ein gutes Environment für ihn. Er kann dort der ganz klare Nummer 1 Fahrer sein. Und die Frage ist dann einfach, wie fest oder ob sich Williams tatsächlich mal irgendwann wieder ein bisschen wird, gegen vorne entwickeln, was sie ja die letzten paar Jahre nicht wirklich haben können beweisen. Ja gut, also inzwischen sind sie ja schon auch mehr bei der Musik. Also man muss ja wirklich sagen, Das ist so. seit letztem Jahr oder muss ich seit dieses Jahr ist es ja wirklich nicht mehr so, dass es so den herausstechende Backrunner Mhm. gibt. Es Ich ist würde einfach, sagen, welches Jahr war das mit Belgien, wo der Russells das Podium geholt hat? 20? Nein, 21. 21 ist es gewesen. 21. Ich habe das Gefühl, seitdem ist es aufwärts. Ja, da hat wahrscheinlich in auch hure viel Geld reingespielt. Ja, Dass es so Punkte gibt. Aber ja. es ist Capital. aber es ist ja eigentlich es ist ja eigentlich schon auch so jetzt eben mit der neuen Fahrzeuggeneration. Oder ich meine, es ist von Strecke zu Strecke immer ein bisschen unterschiedlich. Ich meine jetzt, die letzten paar Rennen ist ja eigentlich immer so gewesen, dass gerade Alfa Romeo eigentlich recht so ein bisschen abgeschlagen gewirkt hat. Jetzt aber zum Beispiel heute also übrigens heute ist gerade der Spanien Grand Prix gewesen, wo wir den Podcast aufnehmen, nur so by the way. Aber heute ist zum Beispiel jetzt Alfa Romeo jetzt nicht fernab gewesen. Ich meine, eben, der Joe war ja auch bei der Musik gewesen mit seinem Auto. Er hat sogar einen Punkt gehabt. Ja, ja. Aber eben, ich meine, es ist eigentlich immer so ein bisschen streckenabhängig, wie ein Auto performt. Und das ist das finde ich eben noch krass jetzt eben mit der neuen Fahrzeuggeneration, dass es eigentlich so der Backmarker, wie es jetzt jahrelang immer Haas war oder Williams, den gibt es ja momentan in dieser Saison eigentlich nicht oder nicht mehr. Und das finde ich Ja. eben noch echt geil. Und darum, ich finde einfach auch eben, nochmal, wenn wir zurück zum Thema kommen wegen dem Albon, ich finde, ich könnte ihn schon noch in einem Mercedes sehen. Ich meine, er ist ja auch nicht mehr bei Red Bull unter Vertrag, er hat ja auch kein Red Bull-Helm und alles an. Ist ja wirklich jetzt eigentlich nochmal bei Williams so angestellt sozusagen. Ja. Und darum könnte ich es mir eben schon noch vorstellen, dass er vielleicht noch einmal könnte zu Mercedes kommen, in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Weil ich meine, klar, eben das Interesse wird sicher rum sein von Mercedes-Seite her an Norris Ja, klar. oder vielleicht sogar an Leclerc. mal Weil schauen. Leclerc schlussendlich hat einfach auch eine hure arme Socke inzwischen. Und ich glaube es auch nicht mehr so happy bei Ferrari und denke auch nicht, dass er noch ewig bei Ferrari möchte bleiben, wenn es so weitergeht. Ja, das ist auch. Ich muss überlegen, ist das vor dem letzten Podcast nicht schon in der Diskussion gewesen? Oder ist es. Also in Miami hat er ja einfach Fehler gemacht. Dort ist er ja zweimal in der gleichen Kurve abgeflogen. Eins im FP3 und eins im Qualifying. Echt? Ja. Einer ist FP3 und einer ist im Qualifying. Und ich bin gerade mega am überlegen, ob wir das Thema schon durchgecatcht haben oder ob wir darüber nur privat geredet haben. Wegen was meinst du? Ja, Leclerc, Hamilton. Also, nein, es ist ja am Monaco Grand Prix sind ja Gerüchte umgegangen. Da hat es geheißen, stimmt. so, ja, eben, es könnte zu einem Driver-Swap kommen zwischen Hamilton und dem Leclerc. Und dann hat es plötzlich geheißen, nein, zwischen dem Leclerc und dem Russell. Und dann nachher hat ja F1 hat ja die Pressekonferenz, den Ausschnitt aufgeladen auf Instagram. Mhm. Und dann nachher
also es ist ja so, eben so, hat er so der Dings, der die Frage gestellt hat, oder der das Gerücht so reingeworfen hat, hat er so gesagt, also eben so, ja, was da dran sagen. Nachher sagt ja so der Leclerc so zuerst so, «Hello, Lewis», und dann lachen alle so zuerst. Und nachher hat ja der Russell hat ja bei Instagram in den Kommentaren geschrieben, «Don't steal my seat, mate.» Es war so geil gewesen. Ja, also schlussendlich hat sich herausgestellt, das ist einfach nur wieder mal italienische Medien, wo das grosse Schnorren haben, oder? Es war eigentlich gar nicht anders dahinter gewesen. Es ist sogar so, dass der Lewis sehr untypisch für ihn eigentlich jetzt schon ziemlich so gut wie den Vertrag unterschrieben hat. Toto Wolff hat auch gerade an diesem Wochenende jetzt wieder gesagt, ja, wir müssen eigentlich nur noch schnell für ein grosses Kaffee 30 Minuten hinhocken und dann ist der Vertrag geritzt, oder? Ja, das wird auch so sein, 100%. Ja, das würde mich auch nicht erstaunen. Ich habe das Gefühl, Mercedes wird sowieso nächstes Jahr wieder voll vorne mit dabei sein. Aber es ist nicht zuletzt trotzdem auch spannend gewesen, die ganze Diskussion. Leclerc und Hamilton machen Driver-Swap. Das wäre eigentlich auch spannend. Ich meine, so der Grundgedanke für Hamilton, wie es ein Schumi gemacht hat, zu Ferrari reingehen und sie wieder an die Spitze zu führen, oder? Und für einen Leclerc halt eine geniale Chance in einem Team, wo noch eher die Möglichkeit hast, effektiv etwas damit zu reissen, oder? Also von dem her sehr spannend. Ich selber glaube fast, der Leclerc ist zu fest Ferrarista, dass er jetzt schon aufgibt, aber er wird immer wie mehr dazu getrieben, sagen wir es so. Also es gibt immer weniger Gründe für ihn, den Vertrag noch zu verlängern, und trotzdem, ich denke, dass ich glaube, er hat noch ja bis 25, hat er, gell? Ist es nicht 24? 24. Also ich habe gemeint, er ist ja 2019 ist er zu Ferrari gekommen und hat gemeint, er hat dort einen 5-Jahres-Deal unterschrieben, dann wäre es 24. Und weil 5-Jahres-Vertrag ist ja der längste Vertrag, den Ferrari jemals gemacht hat. Also immer der Schumi hat 5-Jahres-Vertrag gehabt. Ich weiss, es sind 5 Jahre, und dann wäre es 24 meine ich. Und dann wäre es eigentlich Ende 24 wäre er fertig bei Ferrari. Ja, 24 tatsächlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er wirklich 24 sich verpisst. Ich kann es mir vorstellen. Ich kann es mir voll vorstellen, im Fall, sagt es. Ich denke, wenn er nächstes Jahr wieder so eine Scheiß-Season hat wie dieses Jahr, weil, sind wir ehrlich, Ferrari ist momentan wieder nirgendwo mit dem scheiß Update, das sie gebracht haben. Und weißt du, der Leclerc, klar eben, ich meine, er hat ja in der Netflix-Doc und alles, hat er ja immer wieder über Ferrari geredet, eben so, ja, er hat sich immer vorgestellt, wie er in diesem roten Auto hockt und eben durch Monaco durchfährt und alles drum und dran. Aber es ist einfach, irgendwann denke ich, wird er auch schon einmal so denken, so, ja, wollte ich in einem Team treu bleiben, wo mich einfach zersagt, mehr und mehr, oder wollte ich einfach einmal in ein, also in ein hure hart, in ein Team reinkommen, das funktioniert, weißt du, was ich meine? Ja, aber und einfach so mal ein bisschen etwas reinfahren. Weil, es ist ja so. Weil ich bin überzeugt, im richtigen Team wäre der Leclerc, ja, vielleicht nicht gerade Weltmeister, aber hätte definitiv mehr Wins geholt. Bin ich auch überzeugt. Ich sage sogar, ich denke, er wäre Champion. Mindestens einfacher. Ich glaube zwar nicht, dass er jemals... ich würde es nicht meine Hand dafür ins Feuer legen und sagen, er gewinnt sicher nur einen, aber ich sehe ihn nicht wirklich als Multiple World Champion. Er ist schnell wie Sau, aber es muss schon ein bisschen alles richtig laufen mit all diesen Fehlern, die er die ganze Zeit macht. Ja. Ja, schau, ich sage es mal so. An und für sich, ich muss aufhören, die ganze Zeit an und für sich sagen. Mercedes, spannend. Man weiß ja auch nicht ganz genau, wie es bei Max Verstappen aussieht. Er wirkt irgendwie immer wie frustrierter, generell mit dem Sport. Er hat immer wieder davon, auch mal Endurance Championship zu machen. Und dann kann man vorstellen, dass er vielleicht mal sich für 1-2 Jahre vielleicht einen Aussetzer macht und eine andere Rennserie probieren. Und dann ist in meinen Augen auch ein Leclerc zu Red Bull Wechsel nicht in dem Sinn unwahrscheinlich. Hast du mir das geschickt oder habe ich das gelesen? Nein, ich habe es gelesen, dass der Andretti hat ja irgendwie gesagt, dass er das Wochenende ernste Gespräche mit dem Verstappen möchte führen bezüglich eben Indie und so. Habe ich nichts davon gehört. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Verstappen sich auf Indie zulässt. Ich schaue jetzt mal schnell. Ich bin mir sicher, ich habe das irgendwo gelesen und ich weiss, ich glaube, bei Sky habe ich es gelesen. Ich bin mir ziemlich sicher. Ja, aber die schreiben noch viel.
Nein, das, was Sky schreibt, ist eigentlich überwiegend schon nicht schlecht. Aber ich schaue jetzt mal schnell kurz, ob das wirklich so ist. Aber Indie könnte ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Ich könnte mir eher so eine WEC-Serie, könnte ich mir eher noch... Er ist ja im E-Sports, fährt er die ganze Zeit weg und so, 24 Eben. Stunden Le Mans. Und er zeigt auch dort ein extrem viel Interesse für das Ganze. Und ich glaube noch, er würde dort extrem erfolgreich sein, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich glaube, der Ja. hat das im Griff. Ja, das glaube ich auch. Also, Ich meine, na gut, weißt du, es ist natürlich heftig, wenn er selber würde einen Triple Crown gewinnen. ja, das Das wäre hat noch krass. nie ein Fahrer geschafft. Das wäre wirklich krass. Nein, ich finde es nicht mehr. Aber ich bin mir zu 100% sicher, ich habe es irgendwo gelesen. Ich weiß aber nicht mehr wo. Dass eben erscheint der Andretti ihm gesagt hat, er möchte ernsthafte Gespräche haben mit ihm über das. Und da wäre ja schon mal, ja klar, ich meine, du kannst auch wieder Alonso einfach mal als Leihfahrer irgendwie so schnell in eine Indy 500 mitfahren. Aber kannst auch eine ganze Saison machen, wenn du willst. Bei der Indy, ja sicher. Also eben, ich denke, es wäre sicher spannend, einen Triple Crown eigentlich in dem Sinn zu gewinnen. Für ihn, weil ich bin jetzt gerade schnell schauen, es gibt einen einzigen Fahrer, der das jemals geschafft hat. Rat mal, was denkst Wer ist Indy gefahren und auch gleichzeitig noch weg? du? Man muss sagen, also Indy musst du nicht immer ein ganzes Jahr fahren, gell? Indy 500. Ja, kannst einfach nur das 500er fahren, ja. Genau. Jetzt bin ich gerade überlegen, wer hat... Es Salotto? ist ein... Nein, damals hat Nein, die eben nicht gewonnen. er Er hat hat's es nicht probiert. gehabt. Ja, das ist das Einzige, was ihm noch fehlen würde. Warte, gib mir einen Guess. Ist er ein älterer Fahrer oder ein jünger? Also jetzt inzwischen, fährt er noch aktiv oder nicht mehr aktiv? Nein, fährt nicht mehr aktiv. Schon lange nicht. Aktiv. Schon lange nicht mehr. Ja. Scheiße. Aber es ist so, weißt du, es ist einer der Greats im Formel 1. Einer der greatest. Ja. Alter. Aber vor Ayrton Senna-Zeiten, sogar noch vor Lauda. Boah. Alter, keine Ahnung. Graham Hill. Der Graham Hill. Der hat Okay. 1966 den 500er, 1972 Le Mans. Monaco Grand Prix hat er ganze 1, 2, 3, 4, 5 Mal gewonnen und 2 Mal Champion. Krass, okay. Ja. Ja, eben, wenn du das geschafft hast, dann hast du alles erreicht im Motorsport. Mhm. Es haben bis jetzt nur 2 Teams geschafft, gell? Sehe ich gerade, Mercedes ist das zweite Team, das noch Triple Crown hat. Sonst hat es noch kein einziges anderes Team geschafft. Okay. Ja gut, Mercedes ist halt früher in den Tourenwagen sind sie auch stark gewesen halt. Also, oder Langstrecken. 1915 haben sie den Indy gewonnen. Ja, Der ist nicht mal Unterteilung. das war wahrscheinlich das erste Mal gewesen, wo sie Indy gefahren sind, so vom Jahrgang her. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Wahrscheinlich schon. Das fünfte Indianapolis ist das. Super. Gut, also wir haben jetzt einen riesen Exkurs gemacht. Ich würde sagen, wir kommen noch ein bisschen zurück zum absolut chaotischen Regenwetter in Monaco. Weil es ist halt doch noch einiges mehr sonst auch noch dort drinnen passiert. Also ich glaube, ich habe wirklich noch nie so viel in so kurzer Zeit gesehen daneben gehen oder gut gehen für die einen oder anderen Fahrer. Extrem viele Crashes. Wer ist alles rausgefahren? Russell ist an einer Stelle mal rausgefallen. Der Stroll, wo wir gemeint haben. Ich habe gemerkt, der Stroll ist in die Box ist einfach retired, dafür hat er den Karren irgendwo abgestellt. Ich habe das gar nicht mitbekommen, aber das ist, glaube ich, gar nicht gezeigt worden. Ja, ich habe darauf eigentlich geschrieben während dem Grand Prix, so, wenn ist der DNF? Und alle Kommentatoren haben es irgendwie nicht mitbekommen. Ja, und ich dachte so, also geschrieben, ja, der ist, glaube ich, in die Box reingefahren. Mhm. Ja, ist gut. Dann siehst du einfach dort unten so beim Tunnel dort durchlaufen. So, hey, was macht der dort unten? Ja. So gut. Ja. Der Sainz, der hat auch mal einen auf Tokyo Drift gemacht. Ja, das ist so gut gewesen. Hast du das Video gesehen von den österreichischen Kommentatoren? Ja. Ja, das habe ich gesehen. Das ist so geil gewesen. Ja. Und er hat einfach nur gelacht, weißt du? Ja, genau. So, der Sainz, ja. Und Dings natürlich noch, der Zwischenfall mit dem Russell und dem Perez, wo er auf Turner genommen hat und wo er den Bullen auf Turner genommen hat. Ja,
Und das Gleiche noch mit dem Magnussen, auch noch, Ja. wo der «He brake-checked me». Ja, hure hat er die brake-checkt gehabt. Er hat sich Ja. einfach verbremst. Ich glaube, Flashbacks Baku bekommen, 2017 mit dem Vettel und dem Hamilton. Nein. «He das brake-checked me». Das ist so eine geile Saison gewesen, 17er Saison. Ja, was ist noch alles passiert? Ich will gerade mal überlegen. Ja, halt Sargent, der halt auch einen rechten Struggle hatte auf dieser Strecke, wo es geregnet hat. Ja, sogar der Max hat mal ausnahmsweise einen kleinen Crash gehabt, am Band berührt, aber das hat halt nicht zur Sache da für sein Rennen. Ja, und sonst ist eigentlich, jetzt bin ich gerade noch am überlegen, sonst ist... Ja, Ocon. Ah ja, Ocon ist natürlich Wir rausgestanden. haben halt voll beide den vergessen. Cape nicht so gern, das ist das Problem. Ja, das das vergessen wir die ein ganze bisschen- Zeit. ein bisschen so ein Aber- überflüssiger Mensch in dieser Formel 1 auch. Aber ja, stimmt. Nein, aber er hat einen guten Drive hergelegt, eigentlich, also auf P3. Ja, Mit dem scheiß Alpine, der einfach läuft momentan. schau, ich sage einfach, der Ocon, er hat sehr selten mal die Tage, wo er gut ist, aber wenn er sie hat, kann er mithalten mit einem es klingt blöd, aber er kann mithalten mit den Grossen, mit einem Hamilton, Verstappen, Alonso, ist er einfach für einen Tag mal so richtig dabei. Und ich meine, es ist ja nicht so, dass einfach, ja, er hat jetzt nur den P3 geholt, weil es Monaco ist. Er ist halt auch, also hinter sich ist, glaube ich, immer noch ein riesen Gap gewesen zum nächsten Fahrer, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, da weiß ich nicht mehr. Aber gut, ich denke, Monaco an sich hat wahrscheinlich schon ein bisschen mitgeholfen. Nein, Also, aber das schon. halt, die Lab war krank, seine Quali-Lab. Ohne das hätte er es ja nicht dorthin geschafft. das ist so, ja. Also, eben Alpine ist auch, also momentan echt ein bisschen so auf dem Vormarsch, aber sie haben es auch gebraucht, weil das Team selber ist auch recht unter Druck gewesen inzwischen, weil sie halt einfach immer noch nicht so dort stehen, wo sie eigentlich möchten. Ich meine, das Team ist jetzt seit 2016 wieder offiziell als Werksteam drin, also ursprünglich mit Renault und jetzt eben halt als Alpine. Und so der riesen Durchbruch, wie es auch noch dazu mal war, der ist schon immer noch nicht gestanden gekommen. Und ja, also ich würde es ihnen schon gönnen, wenn sie mal ein paar Erfolge würden holen. Weil halt einfach das Team halt ein bisschen der Formel 1 bestehen bleibt. Weil es wäre schade, wenn jetzt dann plötzlich das mal auch, ja, du weißt nie, plötzlich wird es aufgekauft. Also ich gehe jetzt zwar nicht davon aus, weil weil Formel 1 relativ populär ist momentan und die eigentlich immer mehr Teams möchten reinkommen. Aber eben, du weißt ja nicht, plötzlich kommt einer, der ein bisschen Geld im Sack hat, wie so ein Lawrence Stroll und dann kauft er das Zeug. Ja, und ich finde halt vor allem auch, also gerade die Führungsregel von Renault hat für mich noch nie den Eindruck gemacht, als ob sie wirklich in der Formel 1 sind, für zum Formel 1 Rennen fahren. Ich habe das Gefühl, sie sind noch nie committed genug gewesen und jetzt auch gerade die Kommentare vom Laurent Rossi haben es eigentlich wieder mal so ein bisschen bestätigt. Also ich finde einfach, Renault leistet zu wenig Einsatz. Das hat ja noch schon angefangen mit den Lotus-Sachen und es ist auch immer wieder so Sachen, wo man hört, dass das Team untereinander einfach das Formel 1-Team kann nicht richtig arbeiten, weil die wichtigen Entscheidungen werden von höher oben gemacht und höher oben interessiert man sich zu wenig dafür, die Entscheidungen überhaupt zu treffen. Das ist etwas, wo ich vom Safnauer, ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, aber ja, ist eigentlich noch ein spannender Kommentar in dieser Hinsicht. Und gerade wenn man anschaut, wie extrem viel Interesse Andretti zeigt, wie Andretti halt auch schon einen Motorendeal eigentlich mit Renault hat, wo ganz eigentlich schon gesetzt ist, oder? Ich würde jetzt nicht sagen, es ist unwahrscheinlich, dass Andretti, wenn es genug Geld reinblättert und nicht halt als 11. Team kann reinkommen und Alpine, wo sagt, weißt du was, also was haben es, 100 Rennenplan ist es ursprünglich mal gewesen, da kann man sich jetzt langsam in die Anschuhe schieben, das wird nie passieren. Wir verpissen uns, ich denke, es ist nicht unwahrscheinlich, dass es früher oder später mal passieren könnte. Ja, aber wäre schon eine wilde Kombination, weil der Andretti kommt ja eigentlich mit Cadillac rein und fährt nachher mit Renault-Motoren. Also ich glaube, einfach, was Renault braucht, sind halt einfach halt eben Partnerteams oder beziehungsweise halt eben einfach, wo sie können den Motor liefern können. Weil das ist halt das, wo ihnen fehlt, weil sie sind ja eigentlich so, sie sind der einzige Motorenhersteller, der keinen Lieferant hat, also beziehungsweise keine Annahmestelle hat. Ja, Also, das bringt halt nicht nur unhure viel Geld, das bringt auch unhure viel mehr Daten, wenn du auf einmal 4 Autos hast und nicht 2, die den gleichen Motor haben. Genau. Und ich glaube, das wird so noch ein bisschen zum Verhängnis, aber das ist halt einfach, weil halt einfach du eigentlich ein Top-Team jahrelang gehabt hast und nachher einfach abgesprungen ist. Und das hat ihnen hure geschadet. Und darum haben du jetzt alle eigentlich blöd gesagt Honda.
weil sie ja eigentlich mit Red Bull so erfolgreich geworden sind, nachher rausgegangen sind und jetzt wieder zurückkommen, dann mit Aston Martin. Da war ja noch Big News Woche zwischendrin, haben wir voll vergessen. Und da bin ich dann also schon auch gespannt, wie das so wird. Ob Aston dann nachher auch richtig krass wird. Ich glaube, der Einzige, der nicht so Freude hat an dem Team, ist vielleicht der Alonso, weil er früher nicht so gute Erfahrung hat mit Honda. Aber da ist natürlich schon recht viel passiert dazwischen. Aber nein, es wird sicher spannend. Ich finde es gut, dass Honda wieder zurückkommt. Ich finde halt einfach ein bisschen für Red Bull das Ganze richtig bitter. Weil ich meine, Honda sagt so, ey, wir verpissen uns wieder, weil es ist für uns nicht so nachhaltig. Oder nicht so, wie wir es unsere Vorstellung haben vom Verbrennungsmotor und allem. Dann gehen sie raus. Red Bull muss alles selber auf die Beine stellen oder einen neuen Lieferant suchen. Und entscheidet sich, ja, wir tun alles auf die Beine stellen, den Honda-Motor, so wie er ist, übernehmen, einfach selber weiterentwickeln. Und dann irgendwie so ein Jahr später sagt Honda so, hey, wir kommen doch wieder. Und Red Bull hat aber so viel Geld schon investiert in alles, dass sie gar nicht mehr zurückgehen können, weil es einfach schon nur Geldanzünder gewesen wäre. Und das finde ich eigentlich, dort muss ich sagen, finde ich es von Honda schon echt ein Scheiß-Move. Klar, man kann sagen, es ist halt einfach doof gelaufen auch. Aber man hätte auch können warten aus Honda-Seite her, bis man eigentlich gewusst hätte, wie es ein Motorenreglement wird sein für 2026. Weil das ist ja eigentlich auch der Hauptgrund von Honda, dass sie ja wieder kommen, weil sie gesagt haben, wir können uns mehr mit dem identifizieren als vorher. Und das finde ich ein bisschen bitter, aber ist jetzt halt auch mal so. Zwei Sachen dort durch. Also, das Ding ist, es ist eigentlich schon, bevor sie gesagt haben, sie gehen raus, klar gewesen, was denn die Veränderungen werden sein. Es ist nämlich im Anfang 2020 oder Mitte 2020 hat man relativ offen darüber diskutieren, was in Zukunft wird sein. Und man hat sich schon relativ schnell mal eigentlich geeinigt. Und wir wissen es ja wirklich schon lange, dass es wird mehr elektronisch, mehr Hybridmotor, aber halt auch 100% Renewable Fuel wird sein. Also die ganze E-Fuel-Geschichte. Also das hat Honda eigentlich schon gewusst, bevor sie gesagt haben, ja, wir verpissen uns jetzt wieder. Erstens mal das. Und zweitens, was in meinen Augen ganz schlimm macht, ist, sie hätten ja die Möglichkeit gehabt, die Partnerschaft mit Red Bull wieder weiterzuziehen. Indem, dass sie einfach ihren Stolz zurückgenommen hätten und gesagt hätten, jawohl, es ist einfach eine technische Partnerschaft. Weil was sie ja wollen haben, ist ein Work-Stil. Also dass es wird Honda Red Bull Formel 1 Team heissen und dass Honda halt extrem viel Einfluss wird haben. Aber das hat Red Bull nicht mehr bieten, weil sie haben eine ganze neue Factory nebenzu aufgebaut und hat dann einfach gesagt, ja gut, ihr könnt jetzt uns helfen, unseren Motor zu machen und wir nennen ihn einfach Honda, aber ihr habt nicht mehr alles in den Fingern, was mit dem Motor zu tun hat, weil wir können euch nicht vertrauen, dass ihr einfach so wieder rausgeht. Und das hat Honda nicht passt, dann ist der Stolz dort dann eigentlich zu gross gewesen. Aber ja, schau, am Ende des Tages für mich ist es wichtig, dass Honda wieder back in the game ist. Ich unterstütze jedes japanische Team, das rum ist. Mein Vater war damals ein riesiger Toyota-Fan gewesen. Er hat auch eigentlich ursprünglich wegen dem so ein bisschen richtig angefangen Formel 1 zu schauen, weil Toyota ein eigenes Team hatte. Und dann für mich ist Honda gerade so das nächstbeste, oder? Und überall, wo Honda hingeht, gehe ich auch nachher. Also ja, werde ich jetzt wahrscheinlich ab dem 26 ein Aston Martin-Fan sein. Ja, das ist ein Outing, das habe ich aber gehört. Du verlässt endlich mal Red Bull, hä? Ja, jetzt wo Honda nicht mehr ist, muss ich fast. Nein, also gut. Nein, also ich finde es cool, dass sie kommen wieder, oder dass sie eigentlich, ich meine, Honda, ihre ursprüngliche Idee war eigentlich eben so wirklich als Werksteam umzuziehen auch. Aber eben, das ist halt in der Formel 1 sehr schwierig, außer du kannst das Team aufkaufen, so wie es eigentlich Audi gemacht hat mit Sauber. Und, aber 2026 wird schon verdammt krass werden, wenn du es überlegst. Audi neu, Honda kommt dann eigentlich auch wieder so neu rein. Red Bull zählt ja so gesehen eigentlich dann auch als neues Team, also vom Antrieb her, weil sie ja Partnerschaft mit Ford haben. Wird schon verdammt geil werden, mal 26. Also, es wird krank. Ich hoffe einfach, dass sie an den anderen Regulations nicht zu viel daran ändern, weil etwas, wo der Max sogar das letzte Mal gesagt hat, da stehe ich voll dahinter, desto länger, dass du die Regulations ungefähr gleich behaltest, desto mehr wird das Feld näher aneinander kommen. Ich finde zwar schon, dass es definitiv nötig ist, langsam aber sicher mal neue Motoren wieder rein zu tun. Das muss passieren. Aber ich hoffe, dass sie generell
nicht immer die ganze Zeit so viele Upgrades oder so viele Veränderungen in den Regulations werden haben, weil ich meine, wir haben es ja 2021 ist das letzte gewesen mit der Boxing, gell? Ja, 22 sind ist die neue Fahrzeuggeneration gekommen. Ja, voll. Also es ist erst 1,5 Jahre her und dann machst du schon das Durcheinander. Aber ich finde, diese Saison hat ganz klar gezeigt, wie close das es war. Ich meine, Racing Point ist vorne mitgefahren, auch dann schon. Ja, es ist... Also bei 21? Nein, 21 nicht, aber 20. Ich wollte gerade sagen, weil 21 hat es nämlich noch hat's schon S geheißen. Ja, genau, und dann sind sie nicht mehr vorne mitgefahren. Ja, dann sind sie vorne mitgefahren. Ja gut, aber sind wir ehrlich, im 20 war es ja so, weil sie ja das Auto kopiert haben von Mercedes. Also das war eigentlich noch das 19er Modell. Mir ist das so etwas wie... Es ist einfach lang wie breit. Ich finde es einfach geil, wenn Underdogs vorne mitfahren, finde ich es einfach immer geil. Ja. Das macht Spaß. Ja, und das ist eigentlich eben auch die Idee vom jetzigen Formel-1-System sozusagen. Eben Budgetobergrenzen, alle werden gleich, also haben gleich viel Geld zum Ausgeben. Die aber immer besser performen in der Saison, haben weniger Windkanalzeiten, sonst überall sind sie ein bisschen eingeschränkt und die schlechter sind, haben dementsprechend mehr. Eben, dass es eigentlich immer näher zusammenrückt und immer mehr ausgeglichen wird und alles drum und dran. Und das ist eigentlich auch der Sinn dahinter. Und ich meine, klar, jetzt im Moment sieht man es ja nicht, weil einfach Red Bull immer noch abartig schnell ist. Aber ich denke, so in 2 Jahren oder so wird es wahrscheinlich das Feld schon näher beieinander sein. Also ich denke, so Saison 2025 könnte man gut vorstellen, dass das ganze Feld wirklich näher beieinander ist. Weil das dann halt einfach erst dann so, sagt man immer, Früchte trägt. Oder weil es geht halt einfach ein Weile, bis halt die Budgetobergrenze wirklich mal richtig einschlägt. Und auch halt eben das mit den Windkanalzeugen alles ein bisschen zusammenwächst dann. Aber ich bin eigentlich guter Dinge, dass es ein bisschen zusammenkommt. Ich meine, ich glaube, über Monaco müssen wir nicht mehr weiterreden, oder? Nein. Musst du noch etwas ansprechen? Nein. Weil, wir sind auch in der Uhr abgeschweift, aber wo man es jetzt eben gerade ein bisschen merkt, dass man, wenn man Updates bringt, dass man ein bisschen näher zusammenkommt, ist gerade zum Beispiel eben gerade heute der Fall Mercedes gewesen. Weil also, Mercedes... sagen, der ganze spanische Grand Prix. Ja, Hat's genau. Weil einerseits Spanien, dort hat man ja immer Testfahrten gemacht, aber ja, Spanien ist schon eigentlich wirklich, was so Streckenlayout anbelangt, eine Strecke, wo man eben gut Fahrzeug testen kann, beziehungsweise eigentlich so ein bisschen Basis oder beziehungsweise Daten sammeln für fast alle Strecken, blöd gesagt, weil es hat alles drin, es hat langgezogene Kurven, kurze Kurven, es hat lange Geraden, es hat schnelle Kurven und alles drum und dran. Also gerade das, was man eigentlich alles so ein bisschen braucht. Darum hat man früher immer die Pre-Seasons dort gemacht. Und ich finde, es hat jetzt gezeigt, eben zum Beispiel der McLaren läuft hure gut in einer Qualifying Pace, so wie es ausgesehen hat. Alpine läuft immer noch hure gut. Mercedes, ihr Update hat auch gezeigt, dass es funktionieren kann. Vielleicht nicht Qualifying technisch, aber Rennpace sind sehr stark gewesen. Und Red Bull ist einfach schnell. Und Ferrari ist einfach scheiße, was ihr Update anbelangt. Und ja, that's it irgendwie, weißt du, was ich meine? Und der Alfa Romeo läuft an und für sich auch nicht so scheiße. Also, ja. Ich meine, das ist ja eigentlich gut gelaufen. Also ich meine, die Frage ist natürlich dann, wie viel hat jetzt die letzte Schikane auch damit zu tun? Ich glaube aber auch relativ viel. Er muss sicher im Fakt da, dass wir so viel Racing hatten auf Barcelona wie noch nie. Das sind 107 Overtakes gewesen, im Verlauf von dem Rennen, was einfach irgendwie nicht logisch ist für Barcelona, wenn wir so ein bisschen vergleichen, was wir bis dahin so ein bisschen hatten. Aber ich finde, Barcelona zeigt immer eigentlich Anfang Jahr, weil es in meinen Augen so die erste richtige Rennstrecke ist, mit Ausnahme von Bahrain. Aber Bahrain ist halt immer das erste Rennen und ich habe das Gefühl, Barcelona zeigt eigentlich immer ganz klar, welche Teams haben vorwärts gemacht seit dem Start, welche Teams stehen wo, welche Teams sind wo genau sehr stark. Und das Jahr habe ich das Gefühl, ist es so klar gewesen wie noch nie. Oder also Teams, die bis dahin nicht fest performt sind, sind auf einmal weiter vorne gewesen. Und Joe hat Punkte geholt und das komplett on merit. Also nicht irgendwie Glück gehabt, wie viele Crashes passiert sind. Das ist eben das Kranke an dem ganzen Rennen. Es war spannend gewesen, strategisch ein absoluter Gaumenschmaus, aber wir hatten weder Regen gehabt, noch Safety Car, nicht einmal ein Virtual Safety Car. Nix. Nada.
Und Ja. das ist das, was ich so krank finde. Das Rennen war spannend gewesen und wir haben keinen äußeren Einfluss gebraucht dafür. Ja, das war wirklich geil gewesen. Ich glaube es einfach halt auch, dass wahrscheinlich, also ja gut, zurückhalten haben sie sich eigentlich ja auch nicht. Ich meine, am Anfang hat es ja jetzt schon ein bisschen geklopft gehabt, noch mit dem Norris und dem Hamilton. Tsunoda Joe, Russell Sainz. Ja, genau. Es hat schon ein paar Teilfams gegeben. Es ist schon ein bisschen etwas gegangen. Aber ich glaube schon, dass die letzte Schikane, dass die jetzt weg ist, hat wirklich mega viel dazu, also Positives dazu gebracht. Also vor allem die von diesen Overtakes, weil die sind mit so viel Speed dort abgekommen, das DRS ist viel effektiver auf höheren Geschwindigkeiten. Und also es war das Beste gewesen, was sie machen können, dass sie die scheiß Schikane jetzt rausgeschmissen haben dort. Generell, jede Schikane tut immer das Feld so auflockern und länger ziehen und so. Und desto weniger Schikane, desto besser. Ja, es ist ja so, weil es ist halt, ich weiß nicht, es hat mir einfach auch zum Zuschauen, es hat viel geiler gewesen, hat er ja noch, gestern ist das glaube ich, wo ich gesagt habe, so, hey, ist schon krass, was der Kamerawinkel, wenn du so siehst, wie sie hinten um die letzte Kurve rumschiessen kommen, was die für einen Speed drauf hatten. Oder auch der hure Rechtsknick dort, was ist das, Kurve 9? Echt dort, weißt du, wo du drauf und raufkommst und den rechts überziehst. Hey, der Winkel dort, der war so hure krass gewesen, wie schnell die um den scheiß Eck rumschiessen gekommen sind. Hey. Ja, vor allem, das ist eigentlich ein 90-Grad-Corner. Er ist zwar sehr lang, aber das ist 90 Grad. Ja, also es ist schon... Also ich meine, es ist schon krass, wie viel Downforce die Autos generieren. Weil dort fahren sie eigentlich wirklich Vollgas durch. Die letzte Kurve haben sie müssen liften, soviel ich weiss. Jetzt sind sie nicht Vollgas durchgezogen. Aber gleich, also dass sie dort die Schikanen wegnehmen, ist das Beste, was sie haben können machen. Weil das hat wirklich... ich meine, das Rennen war die letzten paar Jahre immer so langweilig gewesen und ist halt einfach so dabei gewesen. Und jetzt ist es mal wirklich auch wieder spannend gewesen. Eben, einerseits strategisch wirklich geil gewesen, noch zum Zuschauen. Du hast ja auch nicht gewusst, so, ja, kommt es regnen oder kommt es nicht regnen, weil wenn du auf den Main Straight hinterher geschaut hast, die Wolken, da sind der Abend schwarz gewesen, du hast einfach gewusst, so, dort hinten geht es gerade hart ab, was so technisch anbelangt und so. Und ja, eben, ich meine, es ist einfach das ganze Rennen, es ist irgendwie spannend, es hat immer wieder Overtakes gegeben, es ist auch, ich weiß gar nicht, hat es viele Überrundungen gegeben? Das mal, ich weiß es gar nicht. Das hat mich eben nicht mal so schlimm gedünkt. Also ich weiss, dass der Norris irgendwie in Runde 50 oder so, 40 oder 50 ist er überrundet worden. Gut, aber er hat halt den Damage gehabt, er hat eigentlich noch Boxenstopp mehr gehabt und dann ist er nochmal in die Box gegangen, relativ früh. Ja, aber es ist nur, das ist nur ein Lapdown gewesen, höchstens. Eben, das ist schon sehr untypisch für Barcelona. Das ist wirklich sehr untypisch. Und vor allem für die Dominanz, die der Max eigentlich hatte, mit 24 Sekunden Vorsprung zum Zweitplatzierten, also zum Hamilton. Nicht schlecht. Also, schau, das Ding ist, wir haben ja schon vor Urzeiten mal darüber geredet, da haben wir, glaube ich, noch nicht mal den Podcast gemacht und da haben wir auch gesagt, das wäre so geil, wenn die Schikane dort weg wäre. Und ja, das ist jetzt der Beweis, das ist genau die richtige Entscheidung gewesen, dass die Schikane dort weg ist, weil ja, das Resultat ist das hat der Barcelona Grand Prix von einem absolut, hey, nehmt den Scheiß mal auf dem Kalender-Track zu einem, ich freue mich darauf, den nächsten Jahr wieder zu sehen, wie sie die drauf rumfetzen und gegeneinander Rennen fahren, Track. Also es ist wirklich... Vom einen Extreme ins andere Extreme. Ja, wirklich. Ja, das ist schon so. Ja, es ist wirklich jetzt eine coole Strecke. Und ich glaube es auch, die meisten Fahrer haben das auch wirklich gesagt, dass die Schikane mich ein bisschen genervt hat und so und dass es jetzt so viel besser sei als vorher. Und ja, ich freue mich auf nächstes Jahr. Also ich finde es richtig geil, dass jetzt das so an mich weitergeführt wird, weil eben, ist einfach unnötig, so, die Schikane. So kann man es wirklich weiterbehalten. Ja. Und ja, ich finde es auch generell vom Test her, ich fände es eigentlich auch cool, wenn der Test wieder dort gemacht wird. Ich weiß ja nicht, wie lange das Bahrain dort noch wird sein, weil für mich ist Spanien ist immer so ein bisschen die Entwicklungsstrecke gewesen. Und ich habe das Gefühl, man ist ein bisschen davon weggegangen, weil eben gerade Spanien ja, vielleicht in Diskussion war, zum rausgehen. Ich finde dann aber, man kann eigentlich gäbig wieder Tests dort machen. Also es war nicht gewesen, weil Spanien rausgeflogen wäre, es ist einfach auch wieder
Wegen Dings, also wegen ökologisch und Transport, also logistisch macht es keinen Sinn, dass man dort Testfahrten macht, wenn man nachher auf Bahrain runterfetzt. Darum. Ja, ist eigentlich schade, weil es ist eine Strecke, die ein guter Allrounder ist. Oder? Du hast Bremszonen, du hast schnelle Kurven und du hast lange Straights. Also du hast eigentlich viele Sachen, die du testen kannst. Und was ich eigentlich raus wollte, ist eben, man sieht auch so immer ganz klar, wo Teams stehen und was ihre Autos können. Und das Wochenende, finde ich, das müssen wir wirklich noch geschwind anschneiden, dass du bist nicht davon weggekommen, die ganze Zeit über Mercedes zu zabbern, eigentlich schon seit dem Quali, wie gut das sie jetzt sind, aber es ist halt auch einfach so. Also nachdem kann man wirklich sagen, also das Update-Rennen hat angefangen und Mercedes liegt vor. Also die haben sicher die grösste Entwicklung gemacht seit dem Start von der Saison, sicher zusammen mit Alpine, weil ganz klar P2 und P3 absolut verdient, wenn der Perez zwar nicht sein super Qualifying hatte, wie in Monaco auch schon, dann wäre es halt wahrscheinlich nur ein 3. Platz und ein 4. Platz geworden, aber sie sind das zweitschnellste Auto gewesen, gefolgt von Aston und dann Ferrari. Wobei, das ist sehr, sehr tight gewesen, zwischen Aston und Ferrari. Hast du jetzt das auch gerade gehört? Nein. Ich glaube, es hat Daniel Ricciardo seine Stimme gehört, wo im Perez seinen Sitz möchte. Ah, nein. sieht man schon das ganze Wochenende darüber auf, dass der Perez den Sitz wird verlieren, weil er jetzt 2 scheiß Wochenende gehabt hat. Ich sage ihm Träum weiter, der Ricciardo wird nie mehr bei Red Bull fahren. Ja gut, das glaube ich auch nicht. Also auch nicht für Red Bull selber nicht, das ist also. Nein, also ihr müsst vielleicht eben noch wissen, wenn es Rennwochenende ist, vor allem gerade so Qualifying, bei der Practice eigentlich nie, aber beim Qualifying und im Rennen ist es meistens immer so, dass ich mehr aufs Handy schaue, mit dem Schubs schreiben, als irgendwie auf den Fernseher schauen, weil einfach alles gerade kommentiert wird, was passiert wird. Und dann habe ich gesagt, im Qualifying war es ganz schlimm dort. Und ich weiss noch, ich habe gesagt, ja, irgendwie so der Mercedes, dort steckt mehr drin. Glaubt mir so nachher, wo das Ergebnis kam, hast du mir eine Sprachnachricht geschickt, so, ich glaube, das Mercedes wird mega schnell sein. Und jetzt, fucking 2 und 3, ich habe es predicted, man. Ich habe einfach ein gutes Gefühl bei Mercedes, ich bleibe dabei. Die kommen schon noch. Die werden nicht Ende Jahr oder Mitte Saison irgendwie an Red Bull dran sein, das sicher nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn es bei Red Bull mal schief läuft, dann sind die da, nicht mehr Aston. Ja, ich weiß aber nicht. Ich habe das Gefühl, das habe ich ja schon ganz am Anfang von der Saison gesagt und ich glaube fest daran, dank vor allem der neuen Regulations mit der Cost Cap und den Windtunnelbussen, ich habe schon das Gefühl, dass Mercedes vielleicht nicht Mitte Jahr, aber gegen Ende Jahr wird dabei sein. Ich glaube, Mercedes wird gegen Ende Jahr mit Red Bull fighten. Also da habe ich, gut, jetzt, ja, es tut mir leid, aber ich muss manchmal einfach den Helmut Marko wieder reinziehen, weil er am meisten noch Scheiße labert oder auch Zeug rauslässt. Er hat noch gesagt, gegenüber Sky, ist das gewesen, hat er gesagt, also klar, sie haben gesehen, Mercedes ist schneller geworden und sie sind natürlich jetzt auch wieder ein bisschen bei der Musik, aber er hat gesagt, sie nehmen es eigentlich noch wirklich locker, weil sie haben es ausgerechnet, sie sind momentan immer noch 2,5 bis 3 Zehntel schneller als Mercedes. Also das stimmt ja auch. Und sie haben auch gewisse Parts in der Pipeline, die sie jetzt eben dann auch bringen werden. Ich weiß jetzt aber nicht, ob für Kanada oder ist dann das Rennwochenende später dann. Aber das darf man eben halt auch nicht vergessen, weil ich glaube, Red Bull hat bis jetzt keine neuen Updates dran geschweißt. Die fahren immer noch mit dem Spec von Bahrain. Oder haben sie schon etwas rausgehauen? Sie haben schon etwas dran getan. Ich glaube, also für Imola hat sie etwas gehabt, respektive haben sie dann in Monaco dran getan. Nicht, dass es grossartig etwas gewesen wäre, aber ja, sie haben schon etwas dran getan. Also von dem her, da muss man mal eines sagen, wahrscheinlich der Helmut Marko doch nicht so viel Scheiße gelabert. Ja, aber ich kann das wirklich eigentlich chillig nehmen, weil ich habe noch ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ich habe mir vorher noch auf Instagram posten können, das ist wirklich insane, das musst du dir jetzt mal reinziehen. Und zwar, wenn du alle Rundinnen, also alle Rennrundinnen von allen, wie viele 7 Rennen, die jetzt waren, zusammenrechnest, dann sind das 417 Rundinnen gewesen, die gefahren worden sind.
Und von diesen 417 Runden hat Red Bull allein 401 Runden geführt. Wie bitte? Ja, das ist insane. 401 Runden? Von 417, ja. 16 Alonso Runden ist ein anderes Team oder ein anderer Fahrer als Red Bull Aber es ist nicht im gleich Lead gewesen. Nein, das nicht. Aber ja, wer ist, weißt du, das sind ja höchstens dann die gewesen, wo irgendwie, wenn die 2 Pits gegangen sind und dann nachher 2-3 Runden jemand anderer vorne war. Ja, der Alonso in Bahrain war, glaube ich, mal vorne. Also, ja, anyway, krank. Hure kranke Statistik. Das ist krank. Es ist generell, also, der Martin Brundle hat es heute mega schön gesagt am Ende des Rennen. Er finde es ein bisschen schade, dass die Leute heutzutage sich immer nur darüber aufregen, wenn jemand mal dominant ist. Und ich kann mich nachher schon ein bisschen zurückerinnern, da habe ich mich immer aufgeregt, wo der Hamilton so dominant war. Schon zu Vettel-Zeiten hat es extrem einen riesen Hate gegen Vettel gegeben, wo er seine Dominanz hatte. Und seine Ansichtssache oder seine Ansichtsweise ist, und die finde ich eigentlich mega, mega korrekt und schön auch, einfach mal zu genießen, to see the greatness, hat er so auf Englisch gesagt. Also das Fahrtalent und einfach das zu sehen, wie jemand überhaupt so weit kann kommen. Und es gibt es halt schon nicht so oft. Wir haben es jetzt einfach 3 Mal nacheinander gehabt mit dem Vettel, dem Hamilton und dem Verstappen. Aber das sind Sachen, die es nicht so schnell wieder wird geben oder wo es einfach wirklich nur eine pro Generation gibt. Und es stimmt eigentlich schon, dass das mal ein bisschen geniessen. Und gerade wenn man den spanischen Grand Prix anschaut, das hat so ein bisschen gezeigt, man schaut Formel 1 nicht für zuvorderst vorne einen kranken Kampf jedes Mal müssen können zu sehen. Für das gibt es IndyCar und Spec Series, Formel 2, Formel 3 etc. Dort gewinnt jedes Rennen jemand anders. Über das ganze Rennen hast du so viele andere Sachen gehabt, wo du dich darauf fokussieren konntest, die extrem spannend waren. Andere Battles, die passiert sind, die extrem spannend waren. Und ich finde, das macht eben Formel 1 aus. Und manchmal das auch ein bisschen geniessen können, zuschauen, dass etwas so krank gut zusammen kann funktionieren, wie Red Bull das momentan bringt. Auch wenn es jedes Rennen das Gleiche ist. Aber es ist nur schon das spannend eigentlich, zu sehen, wie gut dass sie es machen. Ja, das ist schon so. Also eben, ich meine, klar, es wird monoton und klar, es wird langweilig und klar, man kommt dann so automatisch in eine Stimmung rein von, ja, ich gönne es denen nicht, weil sie gewinnen ja eh schon die ganze Zeit. Das ist normal, das ist auch irgendwo durch menschlich. Weil ich meine, bei Mercedes ist es ja nicht anders gewesen. Ich meine, der Hamilton, wo der am Sommer, ich meine, der hat 7 Jahre lang hat der so dominiert mit Mercedes zusammen. Und ich meine, der ist aufs Podium gekommen, ist auch ausgebaut worden und alles, ja, Hamilton gewinnt ja eh wieder mit Mercedes und so. Das ist einfach nur der Arsch, ist schon rum gewesen. Und Ja, das hat ja aber nur gezeigt, hey, wie gut schafft das Team, gerade mit dem Fahrer, und wie gut funktioniert das Team, wie können sie das immer auf jeder Strecke wieder so holen. Weil ganz ehrlich, Mercedes war nur angreifbar gewesen, manchmal bei Strategien, weil sie haben da Strategiefehler zwischendurch hatten. Und hat einfach auch zum Beispiel, wenn mal Regen kam, zum Beispiel oder so, dann sind sie auch angreifbar. Oder wenn es heiß war. Hä? Oder wenn es heiß war. Österreich. Ja, wenn es sehr heiß war, dann sie auch Probleme gehabt, ja. Ja. Genau, dort war ein Ferrari immer so stark gewesen, wenn es warm wurde, Ja, sind die so schnell gewesen. Aber eben, ich kann mich sicher noch gut erinnern, eines der ersten, also es war zwar nicht ein Podcast gewesen, aber es ist nüchtern gegangen, so Aufnahmen, die wir zusammen gemacht haben, ist die Live-Reaktion im 21 gewesen. Und du weißt ja noch meine Reaktion, wenn ich ausgerastet bin. Das ist nicht, weil ich der grösste Max Verstappen-Fanboy war, sondern mehr vor allem, weil es so eine Erlösung... Ja, dann bin ich schon noch ziemlich versessen gewesen, in ihn als Fahrer, so von seinen Künsten. Aber ich bin vor allem einfach so happy gewesen, dass mal jemand anders gewinnt, weißt. Und das ist so ein bisschen ein Phänomen, das halt einfach generell als Formel 1-Fan ein bisschen hast. Du freust dich darüber, wenn mal jemand anderes gewinnt. Und du vergisst dabei eigentlich zu schauen, wie genial das eigentlich ist, oder? Ja, eben, genau, das ist ja das, was ich sagen will. Eben, beim Verstappen ist es jetzt nicht anders. Man hat eigentlich schon, ja, dass der Verstappen mit Red Bull zusammen gewinnt, ist eigentlich fast bei jedem Rennen voll programmiert, also so wie es jetzt läuft. Und ja, da denkt man sich schon so, ja, ist eigentlich scheiße, weil es ist eben hure langweilig. Weil gerade zum Beispiel die 21. Saison ist eigentlich ja so spannend gewesen, weil wirklich 2 Teams wirklich stark sind vorne und vor allem die WM gefightet haben.
Und das war eben auch geil gewesen. Und das ist jetzt natürlich auch wieder ein bisschen weggegangen. Ich meine, im 21 am Anfang war es so gewesen mit Ferrari, Red Bull, aber weil einfach Red Bull so viele Issues hatte mit dem Motor und allem. Und Ferrari einfach schnell war und nachher hat es dann wie gekehrt. Dann ist plötzlich Red Bull zuverlässig geworden und Ferrari schon unzuverlässig geworden, was Strategie und halt einfach auch Fahrzeug oder Motor anbelangt. Und ja, jetzt ist es ja eigentlich nur Red Bull, weil Red Bull ist halt wirklich so fernliefend von allen anderen Teams. Aber eben, das zeigt ja schlussendlich eben nur, wie gut dass es bei ihnen funktioniert. Zwischen Fahrzeug und Fahrer und Logistik und weiss ich was und Entwicklung und Alter. Und das funktioniert einfach hure gut und das muss man halt einfach auch loben. Schlussendlich, das muss man einfach loben. Es ist einfach das Team, das momentan einfach kann man so sagen, einfach den besten Job macht. Schlussendlich. Alle anderen machen den Job nicht richtig. Heute während dem Rennen jetzt kurz einen geilen Moment gegeben, wo ich glaube, der Anthony Davidson ist geschnallt. Der hat ja das Wochenende den Job vom Ted übernommen. Und dann nachher hat der Martin angefangen, was Ferrari braucht. Und dann hat der Anthony ihm geredet, was Ferrari braucht, ist der Adrian Newey. Ja, es ist ja so. Aber es ist ja so. Der Sieg ist so krank. Und weißt, alle haben so gesagt, boah, das Auto sieht aerodynamisch so krank aus. Und dann kommt der Adrian Newey und sagt, ja, das hat er eigentlich gar nicht an der Aerodynamik geschafft. Er hat sich mehr auf die Suspension fokussiert. Und kaum ist der Kommentar rausgekommen, ist etwa 3-4 Monate vergangen und hat Mercedes auf ein riesiges Update rausgebracht, wo hauptsächlich Fokus auf Suspension war. Also es zeigt halt schon, dass der Mann einfach versteht, nicht nur Aerodynamik versteht und das quasi wie kann sehen, wie sich die Luft bewegt. Er versteht auch einfach ganz klar, auf was dass man sich bei neuen Regelwerken muss achten muss. Der hat extrem viel Erfahrung und ich bin überzeugt, der könntest du jetzt in jedes andere Team stecken, 2-3 Jahre Geduld haben und er wird das Team zum Formel 1 Erfolg eigentlich führen. Führen. Das ist so. Also er ist natürlich schon bei Red Bull eigentlich so das Genie bei allem. Das ist schon so. Und ich meine, das ist ja klar, wieso, dass er aufs Fahrwerk geht vom Auto, weil schlussendlich haben sie ja das Porpoising-Problem gehabt und wie haben sie das am einfachsten können beheben, indem dass sie das Fahrwerk anpassen. Und darum ist ja auch der scheiß Red Bull immer so tief gelegen letztes Jahr. Der ist ja viel tiefer gelegen als alle anderen Autos und hat kein Porpoising gehabt. Und das ist mit dem Fahrwerk rausholen. Weil ich glaube, das Porpoising, weil das ist ja, ich weiss aber, der Preseason-Tests in Spanien letztes Jahr, ist ja das eben so ein Ding gewesen, wo niemand irgendwie damit gerechnet hat. Das hat es in den 80er Jahren das zwar auch schon gegeben, aber sind ja alle hure überrascht gewesen, dass das Porpoising wiederkommt. Und ich bin mir zu 100% überzeugt, dass er das gewusst hat, dass das kommt. Und es ist sogar, und ich bin mir zu 1000% überzeugt, dass er gewusst hat, alle anderen Teams, die Fans das vergessen. Und das ist eigentlich schon krass dann. So. Es ist so, es sind die Teams, wo Teampersonal eigentlich hatten, wo seit 1980 umeinander in der Formel 1 arbeiten, die es noch gewusst haben. Oder wo Advisor hatten, wo noch im Hintergrund mitgewirkt haben. Die haben die wenigsten Probleme damit. Aber neuere Teams, die sich relativ neu zusammengestellt haben, gerade Mercedes, die haben ja extrem Probleme damit. Und auch Ferrari hat nicht mehr so viel Personal von dazumals dabei. Die haben ja auch ständige Rotationen und so. Und bei diesen Teams hat es Probleme gegeben. Das ist schon ein bisschen so. Ja. Also, mich würde es mal hure spannend, ich würde es hure spannend finden, mal so eine XXXXL-Folge von Dings, von Beyond the Grid mit dem Adrian Newey zusammen haben. So eine 2-3 Stunden Folge, weißt du? Das wäre so spannend, einfach dem sein Hirn mal mit Fragen zulöchern. Komm, wir laden ihn ein für Unsafe Release, der kommt sicher. Der weißt du, das Ding ist eben, der will gar nicht erzählen. Ja, er ist so ein verschlossenes Buch, was das anbelangt. Also er redet gar nicht über das. Aufhört. Das müsste sein, wenn er aufhört. Und ich habe das Gefühl, er macht das, bis er stirbt, ohne Scheiß. Das ist, glaube ich, schon 70 oder so. Ja, er sieht eben auch gar nicht mehr so extrem fit aus. Das kommt noch dazu. Wenn du nachschaust, sieht er schon recht alt aus. Aber du siehst halt einfach, er macht es wegen, aus Leidenschaft macht es halt einfach. Das siehst du im an. Und solange Red Bull sie ihn werden haben, wird er halt einfach auch immer sicher ein gutes Chassis oder eine gute Aerodynamik liefern, das ist klar. Und
Also eben, um wieder eigentlich ursprünglich zurück aufs Thema zu kommen, wir sind ja eigentlich bei Mercedes im Update und jetzt sind wir einfach irgendwie so in der Hure abgeschweift. Heute haben wir es richtig schlimm mit Abschweifen. Ja, aber es ist gut, es gefällt mir. Ja. Mercedes hat auch sicher einen richtigen Schritt in die richtige Richtung gemacht, weil im Monaco haben sie eigentlich das Update auch schon drauf gehabt, aber man hat ja dort, ja, man hat es ja nicht gesehen, weil schlussendlich Monaco ja, ist eigentlich gerade der schlechteste Track, um ein neues Update zu bringen. Was einfach auffallend ist halt einfach, dass der Russell ein bisschen strugglen tut mit dem Update, denkt es mir. Also er ist nicht so, was Performance anbelangt, auf dem Niveau, wie es der Hamilton fährt. Hamilton sagt das Auto aber doch besser zu, so wie er fährt mit dem Fahrzeug. Und Ja, oder Toto hat nur lobende Worte gehabt für alle. Ja. Ich sage, das sei wirklich die Konzeptänderung, die sei extrem gelungen und. Und ich finde, man sieht es auch. Also die Race Pace war ja wirklich sehr stark gewesen. Ja, die war wirklich gut gewesen. Ich meine, wo der Verstappen und auch der Hamilton, was ist es, so beim letzten Drittel vom Rennen, also bevor der Verstappen noch auf Fastest Lap gegangen ist, sind die eigentlich etwa die gleichen oder die identischen Zeiten gefahren. Der Hamilton ist etwa immer so 1-2 Zehntel langsamer gewesen, also wirklich sehr nahe beieinander. Und nachher hast du die Funksprüche noch mitbekommen von Max und seinem Ingenieur wegen Dings Track Limits. Das ist also wieder etwas. Das ist einfach nice. Ich wette mit dir, sie machen ein separates Video oder mindestens ein Short wieder zu dem. Ja, wahrscheinlich eben schon. Ja, und sonst muss man einfach wirklich sagen, ich denke, Mercedes wird schon ein bisschen mehr bei der Musik sein, aber ich denke jetzt gerade zum Beispiel das nächste Rennen in Montreal, also in Kanada, wird wahrscheinlich eher weniger wieder in die Karten spielen, wegen der Geraden. Also, ist natürlich schwierig zu sagen, weil so, ja, Kanada hat ja verdammt lange Straight eigentlich dort. Und Ja, das ist schon viel Geraden. Schnelle Kurven. Da wird wieder so richtig Red Bull-Land werden dort. Darum denke ich, wird Mercedes dort nicht so extrem gut performen. Könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht dann wieder ein bisschen Essen bei der Musik wird sein. Aber sonst muss man wirklich sagen, es war ein gelungenes Update gewesen, von Mercedes. Nein, das auf jeden Fall. Und sie kommen jetzt auch noch ein bisschen mehr Zeit über, um das zu testen, oder nicht? Was haben sie? Also, vielleicht das, was du auch noch schnell gesagt hast, ich bin auch gespannt, wie der Mick wird fahren. Du hast ja noch etwas gesagt von dem Tire-Test. Aber werden sie dort ein altes Chassis müssen nehmen, oder dürfen sie mit dem jetzigen? Soviel ich weiss, fahren sie mit dem jetzigen Chassis. Ja. Weil sie haben da, glaube ich, den Spec haben sie gar nicht mehr dabei. Sie haben ja gesagt, sie könnten es ja an einem Wochenende könnten es gar nicht mehr umrüsten, weil das Auto so komplett anders ist. Okay. Also die werden schon mit dem Spec fahren. Ja, und am Dienstag und Mittwoch sind Reifentests von Pirelli in Barcelona unten. Und am Dienstag fährt dann der Russell und am Mittwoch fährt dann noch das erste Mal der Mick im W14. Bin ich auch gespannt, wie er dann dort fährt. Also es wird nicht live übertragen oder man kann es nirgendwo schauen. Das wird wahrscheinlich dann einfach einen Bericht geben. Vielleicht gibt es so ein paar Ausschnitte auf YouTube oder so. Die Zeiten kann man auch meistens auf der Homepage dann anschauen. Genau, also höchstens so dort, aber dass es irgendwie so live übertragen wird, das wird nicht der Fall sein. Aber ja, ich bin mal gespannt, was so der Mick für Zeit raushält. Man kann zwar dann die Zeiten nicht vergleichen mit dem, wo sie gefahren sind am Wochenende, weil die werden schon drosselt fahren, die werden da nicht Vollgas können geben. Plus so viel mit dem Russell. Hä? Aber man kann sie vergleichen mit dem Russell. Eben so viel ich weiss, wissen die Fahrer und auch Teams nicht, was sie für Mischungen fahren. Also du weißt nicht, ob es hart oder soft hast. Okay. Plus ich weiss aber nicht genau, was es für Tests sind. Ob es allgemein neue Reifenmischungen sind oder ob es wieder ein spezifischer ist, wo sie nicht wissen, ob er härter ist oder weicher ist. Also das sind so ein paar Fragen, die noch rum sind. Das tut, glaube ich, eben Pirelli eben nicht verraten, sondern erst eigentlich dann nach dem Reifentest. Dann. Aber sie werden eh nicht voll offen fahren, was die Leistung anbelangt. Ja, true. Denke ich. Da wird mehr so wirklich so Long-Run-Stints sein, wo sie einfach irgendwie wieder so 100 Runden reinfahren. Oder ich weiß nicht, ob es irgendwie noch begrenzt ist oder so von den Kilometern her oder so. Keine Ahnung. Ja, du, ich bin mal gespannt. Weißt du, Mercedes, ich habe das Gefühl, die werden jetzt sowieso, wie gesagt, nächstes Jahr sicher wieder vor mir kämpfen. Was dann höchstens noch spannend wird bei Mercedes, vielleicht glaube ich ehrlich gesagt, Hamilton und Russell wird sicher noch 2-3 Jahre so bleiben, ist, was machen sie mit dem Nachwuchs? Weil sie haben den Mick und jetzt auch der Frederik Vesti ist dieses Jahr sehr gut dabei in der Formel 2, aber sie haben wie nicht mehr so Platz, weil also bei Williams, die würden eigentlich sicher gerne wieder mal einen von der eigenen Academy rein tun.
Mit Aston war es die Partnerschaft. Mit McLaren, glaube ich, war auch die Partnerschaft. Die sind sich auch überlegen, Honda-Motoren reinzuhauen. Was machen sie mit dem Vesti, was machen sie mit dem Mick Schumacher? Weil ja, der Mick, der will eigentlich am liebsten nächstes Jahr wieder fahren. Weißt du schon ein bisschen über seine Zukunft? Du bist ja dort ein bisschen mehr aber dann beim Der Mick, ja, also es ist glaube ich sogar ein Sky gewesen, oder so, ich weiß gar nicht wer. Hat mal der Toto wirklich so spezifisch auf das angehauen in Monaco und er hat es geheißen, also, ja, für 2024 glaubt er es jetzt persönlich nicht oder es ist sehr schwer, um etwas noch zu finden. Also er hat gesagt, eben da sei es mega relevant, was bei Williams läuft, hat er gesagt. Mit dem Dings halt, mit Sargent dann, genau. Und er hat gesagt, er glaube, dass es mehr Optionen wird geben für 2025, hat er gesagt. Die Frage ist halt einfach... Audi vielleicht dann respektive Vorbereitung zu Audi oder so. Ja, vielleicht. Die Frage ist halt einfach eben halt, woher. Ich meine, 2025 sind, oder auf 2025 oder beziehungsweise Ende 2024 gibt es halt schon ein paar Verträge, die auslaufen. Aber ja, sonst eigentlich so grosse News, eben, wo er könnte anbeißen oder so, gibt es eigentlich nicht. Er hat mal noch selber gesagt, er hätte schon ein paar Gespräche mit ein paar Teams wegen einem Fahrersitz für das nächste Jahr. Aber was es ist, welches Team und so, ist natürlich nicht gesagt worden. Gell? Aber ich glaube, so am ehesten wird es schon Williams sein, wo es möglich wäre. Weil Red Bull will ihn ja nicht, also sprich AlphaTauri und Red Bull ist dementsprechend nichts. Aston, ja, vielleicht, ich meine, je nachdem wie das Stroll eben, wie es dort aussieht mit dem Vater, vielleicht heisst es dann plötzlich auch, hey, ciao, doch nicht mit der und dann haben sie vielleicht den Mick rein, um immer noch eine Chance zu geben. McLaren denke ich nicht, weil die werden mit dem Piastri und dem Norris weitermachen. Mercedes selber sicher auch nicht das Werksteam und ja, dann hast du halt nur noch Alpine und Alpine ist ja eigentlich auch happy mit Ocon und Gasly und ich denke, dass sie auch, ja, schwierig zu sagen, ich denke mit dem Ocon werden sie wahrscheinlich schon den Vertrag verlängern, Alpine. Ja, ich sehe ihn einfach bei Audi und das ist halt schade, dass es erst 2026 so weit ist, aber ich sehe ihn einfach bei Audi, deutscher Fahrer, deutsches Team, um das Ganze ein bisschen promoten. Aber es ist halt wirklich, wie du sagst, es ist extrem schwierig für die nähere Zukunft irgendetwas zu finden, weil alle haben so ein gesetzte, fixe Verträge und sind irgendwie so ein bisschen am richtigen Ort, wo sie gerade sind. Und zudem willst du ja auch jetzt, als Team bist du in einer Phase, wo du aufbauen willst, wo du dich als Team verbessern willst. Es geht jetzt darum, Konsistenz eigentlich zu haben. Und Konstanz. Konstanz, jedes Mal. He? Das ist scheiß Englisch, Consistency. Oder weil die Autos sind immer noch sehr in der Entwicklung. Du willst jetzt einen Fahrer haben, der ganz genau kann sagen, so und so und so ist es. Ist auch der Grund, wieso der Mick eigentlich seinen Platz verloren hat. Und wieso das auch Rookies ja, momentan ein bisschen am Untergehen sind, weil einfach erfahrene Fahrer viel wertvoller sind für das Team, weil die das Team vorwärts bringen. Ja, voll, das ist so. Und ich glaube es halt einfach auch, dass es vielleicht sich mal ein bisschen leid, wenn man halt einfach auch die Fahrzeuggeneration wirklich dann mal sehr gut versteht. Ich meine jetzt, Mercedes könnte schon auch noch ich meine, Mercedes hat ja jetzt gegeben, ist schon wirklich stark gewesen, das Wochenende, was der Race Pace und alles anbelangt. Und ich meine, die haben ja ein neues Chassis und das ist das erste Mal, wo sie jetzt eigentlich mit dem Auto auf wirklich eine Rennstrecke gefahren sind. Und die haben jetzt sehr viele Daten gesammelt und die werden das Auto immer mehr und mehr und mehr besser verstehen. Und die werden dann schon noch echt schnell werden. Und das Gleiche ist auch bei den anderen Teams. Also ich glaube auch Aston bringt jetzt das Update. Eben Red Bull bringt auch noch ein Update. Wer bringt noch ein Update? Weiß gar nicht. Haas hat auch noch etwas, was kommt. Keine Ahnung, wie das wird aussehen. Aber jetzt zum Beispiel Sauber, keine Ahnung, also sprich Alfa Romeo, ich weiß nicht, ob die noch gross etwas raushauen. Da weiss ich jetzt wirklich gar nicht Bescheid, ob die noch etwas in der Pipeline haben. Ich muss gerade überlegen, vorhin beim Post-Race hat irgendein Team auch noch gesagt, dass sie etwas raushauen. Für Montreal. Aston. Ja, das habe ich gesagt, Aston wird sicher etwas bringen. Und glaub's auch Alpine wird sicher auch noch etwas bringen. Alpine wird, glaub's der Schaffner hat noch etwas gesagt, dass sie etwas haben. Ja, es kommt sicher noch etwas und ich denke, dass das Kräfteverhältnis sich vielleicht doch noch mal ein bisschen wird mischen über das ganze Jahr.
rein. Also es ist auch lustig, wenn du zum Beispiel auf Teamstanding schaust, hat jetzt Mercedes Aston überholt. Und das klingt hure weird, weil ja eigentlich Aston immer an jedem Wochenende sicher eigentlich auf dem Podium gestanden ist, aber weil einfach der Stroll gar nicht performen tut, ist jetzt einfach Mercedes vorbei, weil sie halt einfach beide Fahrer immer wieder ein bisschen Punkte geholt haben und jetzt sind sie vorbei. Und Ja. das ist eigentlich schon noch hure bitter, weil sie haben jetzt da auch einen rechten Gap, ja etwa 20 Punkte fast. Und Ferrari, das ist auch hure bitter, Platz 4 mit 100 Punkten. Gut, wenn du Red Bull anschaust, was für Punkte das die haben, das ist dann noch schlimmer. Ja. Nein, es ist, weißt du, wieder back to the point von vorher. Also das Stroll ist einfach eine absolute Verschwendung von Punkten, Ressourcen, von Nerven und auch von Fahrtalent, weil ich finde, sie hat jetzt, wenn wir jedes andere Team, gehen wir davon aus, es wäre nicht gewesen mit dem ganzen Daddy's Cash etc. Gehen wir davon aus, es wäre einfach sonst ein Team. Der Drugovic wird schon lange dort drinnen hocken. Und der wird wahrscheinlich sogar noch einen besseren Job machen als ein Stroll, obwohl er ein Rookie ist. Da bin ich fast überzeugt. Ja, Ja, Ich- glaube ich schon, ja. ich habe es einfach gesehen mit dem, weißt? Ich bin so müde langsam. Das Ding ist, ich bin so am Anfang hat er mich aufgeregt und nachher bin ich in eine Phase hineingekommen von, ja, ich akzeptiere es jetzt einfach, weil es so ist. Aber jetzt, wo Aston Foto erfolgreich werden, denke ich mir einfach so, das darf nicht sein, dass er ist nicht untalentiert, aber einfach, dass ein absoluter, maximaler Mitfeldfahrer in so einem Team darf mitfahren. Ja, es Finde ich ist nicht so. okay. Ja, nicht mal Mitfield-Fahrer, Alter. Sind wir Ja, eigentlich ist back of the field, ja. ja. Weil in meinen Augen kann man auch argumentieren, dass ein Sainz und ein Perez Midfield-Fahrer sind eigentlich. Aber ein Mhm. guter Midfield-Fahrer, das haben wir ja schon gesagt, ein guter Midfield-Fahrer hat es verdient, bei einem Top-Team dabei zu sein. Definitiv, das ist so. Ja, es ist schwierig, gell? Also, eben, die Frage ist halt einfach, wie sich jetzt alles so weiterentwickelt. Also, ich glaube, jetzt sind wir eigentlich so, jetzt abgesehen von Red Bull, wir sind jetzt eigentlich recht in einer spannenden Phase von der Formel 1, was so die restlichen Teams anbelangt. Eben, wie sich weiterentwickeln, was kommt, tut richtig entwickeln, wer tut falsch entwickeln. Also es könnte jetzt in den nächsten paar Rennen wirklich spannend sein, weil halt immer wieder neue Updates kommen, immer wieder etwas Neues kommt. Was einfach klar wird sein, ist einfach, dass Red Bull nicht erreichbar wird sein für diese Saison, weil sie einfach schon zu viel geholt haben jetzt am Anfang von der Saison. Und ich glaube, das hat ihnen schon ein rechtes Polster verschafft. Und ich meine, der Trend sieht jetzt nicht so aus, als würde er abreißen, der wird so bestehen. Mhm. Und ja, sonst denke ich, ich kann mir gut vorstellen, es wird das Battle geben jetzt so, eben so zwischen Mercedes und Aston. So hart wie es tönt, Ferrari und Alpine vielleicht noch. Und ja, dann nachher ist der Rest noch dort hinten halt. Aber es ist jetzt eigentlich schon noch eine relativ spannende Phase. Plus kommt eben dann noch Silly Season dazu, wenn es irgendwie gross noch Driver Swap gibt. Wobei, denke ich, wird das Jahr relativ ruhig verlaufen, weil wir ja eigentlich letztes Jahr schon eine recht wilde Silly Season hatten. Und ja, sind wir mal gespannt, was sonst noch alles so kommt. Ich glaube, müssen wir noch etwas ansprechen über Spanien. Ich weiß es gar nicht, aber ich glaube, über Spanien ist schon fast alles ein bisschen gesagt. Also grundsätzlich, nur dass wir es noch alles ein bisschen zusammengefasst haben, weil wir sind echt oft abgeschweift. Der Spanien Grand Prix ist jetzt mal wirklich seit langem wirklich ein sehr, sehr guter Grand Prix gewesen, ein spannender Grand Prix gewesen, auch strategisch, auch zum Zuschauen spaßig gewesen, viele Overtakes hat es gegeben. Klar, es war langweilig gewesen, weil halt einfach Red Bull so blöd gesagt vorgezogen hat und eigentlich der Verstappen und Red Bull ja nie gross in Gefahr sind. Es war einfach am Start spannend, wo der Sainz angegriffen hat, weil er halt einfach auf Softs die bessere Starkheit. Mhm. Aber wenn er dort reingehalten hätte, hätte es geklopft gehabt, oder beziehungsweise hätte der Sainz Zweite gemacht gehabt und hätte dann wahrscheinlich einen Damage gehabt. Ja gut, Ferrari könnte man noch ansprechen, oder wo man muss sagen, ist halt, ja, also eigentlich bin ich es mir auch langsam ein bisschen leid, immer über Ferrari zu reden und einfach immer über die gleichen Probleme. Mhm. Einerseits eben halt, dass sie beim Leclerc immer wieder Fehler machen und für Leclerc selber auch Fehler macht und Ferrari einfach ein scheiß Auto herstellt jetzt momentan. Und dort muss halt einfach so viel gehen. Und ich frage mich halt einfach, wenn da wirklich mal so der
Turnover kommt, einfach, dass mal ein bisschen etwas anders läuft dort. Aber ich glaube, das wird schon noch ein Weile gehen, bis dort mal wirklich ein bisschen der grosse Switch kommt. Ja, ich glaube, es geht bis nächstes Jahr vor allem. Also ich habe das Ja. Gefühl, also das Leadership vom Freddy merkt man bis jetzt noch nicht extrem viel. Nicht, weil er es irgendwie schlecht macht, aber wahrscheinlich, weil er auch vielleicht nicht ganz so viel Macht hat. Ja, Noch nicht, das kann so schon viel sein. Respekt vielleicht auch hat von den eingesessenen Mitgliedern. Ja, schau, jeder Ferrari-Fan tut mir leid. Ihr werdet einfach seit 2017 konstant hocken am Boden, sind am Rennen und ich wird draufgekumpelt und draufgespuckt. Etwa so fühlt sich das an, wahrscheinlich Ferrari-Fans sein. Ja, Props geht raus an alle, die stark bleiben. Ich hoffe, dass es mal einfach auch wieder anders sein. Ich meine, ich selber würde es auch begrüßen, wenn Ferrari mal wieder ein Championship würde gewinnen. Sie hätten eigentlich das Zeug dazu, sie hätten vor allem das Geld dazu. Sie hat Aber auch es ist Fahrer dazu. Sie hat auch Fahrer dazu, absolut. Es ist einfach seit Jahren immer die gleiche Diskussion. Und ja, also mir wird so langsam, ich werde langsam müde darüber zu reden, wie schlecht das Ferrari ist. Ja, und vor allem, Aber es ist wirklich, sind wir jedes ehrlich? Rennen schicken wir uns Gelohn-Smileys wegen Ferrari. Jedes Rennen. ja, vor allem, weißt du, sind wir ehrlich, ich meine, Saison 22, ey, es wäre so ein spannender WM-Kampf vielleicht noch geworden. Oder es wäre einer geworden. Oder beziehungsweise die WM-Entscheidung wäre nicht schon in Japan gefallen, sondern ist Es war später. schon am Anfang sogar ein spannender Kampf gewesen. Ja, aber weil halt einfach Ferrari so viele Strategiefehler gemacht hat, plus auch der Leclerc hat Fehler gemacht. Man darf nicht nur Ferrari ins Visier nehmen. Das haben wir im letzten Podcast auch schon gesagt. Ich meine, Leclerc muss sich selber auch hier an der Nase nehmen. Aber es ist halt einfach, eben gerade so die Kombination Leclerc-Ferrari, ich sehe die einfach nicht mehr lang so stehen. Also ich glaube, der Leclerc, der wird mal weiterziehen. Und dass der Leclerc ein talentierter Fahrer ist, muss er ja nicht beweisen. Oder dass er ein guter Fahrer ist, das muss er nicht beweisen, weil er ist es. Aber er ist nicht bei Ferrari. Sorry, so hart wie es tönt. Ja. Das Es ist auch traurig, dass er den Großteil von seinen Wins in seiner ersten Season geholt hat. ja, das ist so. Bei Ferrari. Das ist so krank. Das ist wirklich krank, ja. Aber es ist halt jetzt einfach mal so bei Ferrari. Stimmt das, wenn ich sage, 2020 hat er sogar weniger Punkte gemacht als mit Alfa Romeo im 2018? Soll ich es kurz schauen, ob das so ist? Schau schnell 2018, schau du schnell 2020. Warte, da muss ich die Zeiten wechseln, weil da finde ich es wahrscheinlich gerade nicht. So. Ergebnisse. 20 schaue ich, hast du gesagt. Ja, und ich schaue 2018. Dort ist er Also 10. geworden mit 39 Punkten. 13. Ja, mit 39 Punkten. Nein, im 20 ist er. Wo ist er? Jetzt habe ich gerade gesehen vorher. Wo ist er jetzt? Da. Ist er 8. geworden mit 98 Punkten. Ah, okay. Ja, Aber also, warte jetzt mal, ist nicht im 21. ist 21 noch schlimmer gewesen? Nein, oder ist es 19 gewesen? Nein, 19 haben sie ja schnell eine Karre gehabt. Nein, dort haben sie viele Punkte geholt. Nein, ist schon 20 gewesen. Nein, 98 Punkte hat er geholt. Ja, aber trotzdem, wenn 2018 für Sauber fährst und 39 Punkte holst, dann erwartest du nicht, dass du 2020 für Ferrari fährst und nur 98 Punkte holst. Ja, ich meine, weil im 20 hat der Hamilton 347 Punkte geholt und Bottas 223. Ja, und im 19. hat der Leclerc 264 Punkte geholt. Eben, ja. Ja, das ist schon sowieso. bitter. Also 2019, ganz ehrlich, hätte Ferrari nicht mit ihren Motoren, respektive mit dem Benzin-Einlass gespielt, dann wäre wahrscheinlich Ferrari im Title Fight 2020 und 2021 voll mit dabei gewesen. Bin ich fast überzeugt. Ja, weil sie sind ja bestraft worden dort und sind ja plötzlich langsamer geworden. Und, Also nein, sie sind ja nicht bestraft worden. Sie haben ja nichts müssen machen. Es ist Ja, ja ja. nicht aufgefallen, oder? Genau, also das ist ja auch der grösste Skandal, dass wirklich offensichtlich etwas war und mit der FIA einfach so heimlich ein Deal gemacht wurde, dass es nicht an die Öffentlichkeit geht. Ja, Also das Ding ist halt- offiziell weiss es ja bis heute nicht, was es genau war. Ja, schau, Ferrari Offiziell. hat cheatet. Es ist wahrscheinlich ziemlich ein obvious Cheat gewesen, aber F1 weiss ganz genau, dass es nicht gut für F1 ist, wenn Ferrari nicht mehr F1 fährt.
Ja, genau. Weil das wird sicher das gewesen sein, dass sie gesagt haben, hey, wenn ihr sagt, was es war, gehen wir gerade aus der Formel 1 raus, dann können wir schauen. Da voll Conspiracy Theory am Aufstellen. Aber sorry, ich kann mir nichts anderes vorstellen. Ja, es wird 100% so gewesen sein, aber 100%. So, das wäre es von der heutigen Episode vom Unsafe Release. Wir bedanken uns recht herzlich, dass ihr bis dahin zugelassen habt. Der nächste Grand Prix findet am 16. Juni statt, beziehungsweise vom 16. bis am 18. Juni in Kanada. Schreibt euch in den Kalender reinschreiben, am 16. Juni kommt das neue F1-Game raus. Da sind wir natürlich alle Gamer, sage ich jetzt mal, gespannt, wie das wird. Und ja, wie gesagt, das war es mit der heutigen Episode. Danke vielmals, dass ihr zugelassen habt und dann hören wir uns einfach wieder in der nächsten Episode vom Unsafe Release.